Genau, rein in den Bums, ne? So, jetzt muss ich erstmal schauen hier. Alles wieder auf Kante genäht. Junge, Junge, Junge. Wild, wild, wild. Wild, wild, wild. So. Düpp, düpp, düpp. Ja, ich schreibe mal selber was. Na gut, das geht schon mal. Das geht auch. Perfekt. Test bestanden. So. Das minimieren. Das auch. Wild, wild, wild. Chico, Servus. Sehr gut. Dann weiß ich schon mal, dass einer da ist. Das ist ja schon mal was. Okay, okay, okay. Ich glaube, es sollte auch alles passen jetzt. Junge, Junge, Junge. Passt halt zur Woche. Passt halt zur Woche bei mir. Passt halt. Oh, ich habe Sound noch über Lautsprecher an. Sehr gut. Sollte ich mal ändern, wa? Chico! Vielen lieben Dank für dein Suppi. Ich spiele den auch nochmal ab, damit ich mal testen kann, ob meine Kopfhörer jetzt funktionieren. Ja. Wild, wild, wild. Wie ist denn die Lage? Ihr seid doch alle gehypt. Ich habe ja vorhin die Kommentare gemacht. Alto Betty. Katastrophe. Katastrophe. Ein dicker Kuss von der Trainer funktioniert. von Perfekt. der Meister. 22 Mara 06 redet mit 8 Zuschauer. 22 Mara nur 6. Vielen lieben Dank für dein Raid mit 8 Zuschauer. Willkommen an die 8 Zuschauer von 22 Mara nur 6. Hier gibt's kein Raft. Hier gibt's auch eine Floßfahrt, die wild wird, aber kein Raft. Wir raften quasi ohne Raft heute. So ein Ding wird das. Ich muss nur noch eben fertig raften hier. So. Wild, 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 wild. Da muss ich meine eigene Fresse hier ausblenden. Das ist ja schlimm. Habe ich mich selber geratet, weil ich Zuschauer bei 22 Mara 06 war, oder? Ist ja auch wild. Was nicht alles geht, oder? Krass. So, warte. Machen wir ein bisschen. Super Bayern, hey, hey. Ich mache mal ein bisschen Stimmung im Hintergrund, wa? Nur gucken, dass ich einen guten Mix finde zwischen Lautstärke für euch und so. Wenn es zu laut ist, müsst ihr was sagen. So. Chico, Servus und nochmal danke für dein Zappi. Thomas Dreher, moin. Emil, Servus. Stefan, Servus. Adam, Torres, Shorts, Servus zusammen. Alle feinen Kerle, ein Grüß Gott. Ja, Grüß Gott. Stefan grüßet nach dem Bodensee, Walderada, Servus. Oh ja, ich werde mir auch gleich. Ich habe jetzt noch ein Cappuccino, danach werde ich mir auch erstmal noch ein schönes Augustiner gönnen. Brauche ich heute. Heute brauche ich ein Bierchen, Alter. Das nützt nichts. Nexus, moin. Anmu, Olla. Olla. Das ist wie selber liken. Ja. Darf man dich auch nach deiner Meinung zu Leverkusen VS West Ham fragen? Na klar darfst du das fragen. Ich habe aber nichts gesehen, von daher kann ich da wenig zu sagen, Erik. Ich könnte höchstens das Ergebnis kommentieren. Ist so, wie ich es erwartet habe. Benjamin, Servus. In die Schweiz. Sind heute besonders schlimm. Kein Problem, ich bin heute knallhart drauf. Wer mein Ich kommentiere euer Kommentarvideo gesehen hat, weiß das. Kölsch habe ich nicht. Gibt es bei mir nicht zu kaufen. Weißt du? Ich wohne im... Ja, eigentlich wohne ich ja nicht mehr im Ruhrgebiet, glaube ich. Ja? Bin ja ausgewandert. Ist ja frech. Warte, ich guck kurz, bevor ich Mist erzähle.
Aber ich glaube, Aalen ist schon Münsterland, ne? Oder ist Aalen noch Ruhrgebiet? Auf jeden Fall an der Grenze. Westfälische Münsterland, ja. Wild, frech, ekelhaft. Wir kommen aus München, wir sind die Bayern, wir sind diejenigen, die immer wieder feiern. Ole, ole. Ja, heute wird eskaliert. Ach, herrlich, Leute. Patrick, servus. Die Football Masters, servus. Cordio, servus. Sonnenblume, servus. Münsterland. Puh. Mir geht das halt auf die Eier, dass alle so gehypt sind und alle schon wieder den FC Bayern in den Himmel loben. Für was bitte? Für was, Leute? Jetzt mal ernsthaft. Bin ich der einzig nüchterne, rationale Bayern-Fan auf diesem Planeten, oder was? Frechheit, Alter. Die spricht Mordor aus, geil. Genau, die sprechen nur so. Blutrauschweiter ist auch gut. Servus und Glück auf, Andreas. Nübel offiziell Vertrag, was hältst du davon? Habe ich ja schon gesagt. Habe ich das schon gesagt? Ach, gestern im Dingens, ne? Ich halte nichts vom Nübel. Aus Vereinssicht, aber natürlich perfekter Move. So. Wir können ja davon ausgehen, dass Stuttgart nächstes Jahr Champions League spielt. Wir können davon ausgehen, dass Nübel weiterhin Stammtorwart da ist. Das heißt, ich weiß nicht, man plant ja anscheinend noch 2 Jahre mit dem Neuer, wenn man Nübel nochmal 2 Jahre ausgeliehen hat. Vielleicht hat man aber auch nach einem Jahr eine Rückholklausel sich reinschreiben lassen. Bedeutet, hört Neuer auf. So bekommst du einen Torwart, der Champions League gespielt hat. Also aus Vereinssicht alles richtig gemacht. Ne? Da müssen wir natürlich überlegen, was hält man vom Nübel? I don't know. Anderes Thema. Aber ansonsten alles richtig gemacht. So, du hast ja keine Verluste, ja. Du wirst wahrscheinlich ein bisschen Gehalt zahlen müssen oder was. Ich glaube nicht, dass Stuttgart dem sein Gehalt finanzieren kann, aber das ist auch das Einzigste. Aber du hast dann einen Torwart, der Spielpraxis hat, wenn Neuer aufhört und der direkt da ist. So. Ob er es dann packt oder nicht, ist eine andere Geschichte, aber aus Vereinssicht ein sehr, sehr guter Move. Ne? Herr Rothmünchen. Tribe, servus. Wir gewinnen diese Saison das Triple. Ja, na klar. Das Vize-Triple. Das dritte Triple oder was weiß ich. Von Bommel wird das Bayern-Trainer gehandelt. Nee. Soll ich euch sagen, wer Bayern-Trainer wird? Soll ich euch jetzt verraten schon mal vorab? Bevor die Diskussion den ganzen Abend geht? Julian Nagelsmann wird Bayern-Trainer nächstes Jahr. Punkt. Die Vorstellung in London war top, meiner Meinung. Meiner Meinung nach haben wir sehr viel Spielglück gehabt. Wir haben defensiv gut gearbeitet. Wir haben eine gute 30 Minuten in der zweiten Halbzeit gespielt. Wir haben in den ersten 20 Minuten verdammt viel Glück gehabt. Ja. Das Momentum, wie Tuchel es immer sagt, und das Spielglück war auf unserer Seite. Ansonsten wäre das richtig übel ausgegangen. Ja. Deswegen für mich das Rückspiel wird eine ganz, ganz harte Nuss werden. Ben, servus. So, ich muss 5 Liegestütze machen, bevor ich hier weiter erzähle. Der Ambo will was sehen hier. Wild.
Zack. Nübel bekommt 20 Mille. Quatsch doch nicht, Alter. $20 Mille. Wenn der 20 Mille bekommt, Alter, dann... Nee. Nee. Ja, also, wenn man das Spiel nüchtern betrachtet, ne? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wir müssen mal gucken, ob ich da noch meine Meinung zu äußere heute. Wenn, dann wird das wild werden. 3:1 Köln Defensive. Ja, Tuchel hat ja gesagt, dass Mazraoui und Guerrero wahrscheinlich beide in der Startelf stehen, ne? Ich denke mal, Mazraoui wahrscheinlich dann als linker Verteidiger und Guerrero als linkes Mittelfeld oder defensives Mittelfeld oder was? Mal gucken. Also seine Aussage mit Minjay und Opa vielleicht spielen zu lassen, fühle ich gar nicht gegen Köln. Also wenn, musst du einen von den beiden spielen lassen. So, lass De Ligt spielen oder Erik Dyer und dann packst du einen von den anderen Ballerbieren dabei. Dann verstehe ich das Argument, weil sein Argument war ja, wenn wir auswechseln müssen, wenn wir 120 Minuten spielen gegen Arsenal, dann brauchen die ein bisschen Spielpraxis. Verstehe ich, aber wenn, dann brauchen die ja Spielpraxis mit dem anderen Partner. Du sagst ja dann nicht, ach ja, Erik Dyer ist jetzt verletzt, ach komm, bring dann den Opa und Minjay und nehme De Ligt auch noch raus, oder was? Wo ist denn da die Logik, Alter? Habe ich nicht verstanden, Tuchels Move. Bin sehr gespannt, wen er morgen aufstellt. HSV, FCB, Servus und Moin. Wir haben gefühlt 20 Torleute ausgeliehen. GB, du hast auch komische Gefühle, oder? Elias Fork, ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende, danke. Genau, Ambu, stimme einen an hier. Wenn der Nübel kann keine 20 Millionen bekommen, Alter. Es ist so ein 8 Millionen Torwart, wenn überhaupt. Findest Nübel super? Ich weiß, ich kann mit dem noch nicht viel anfangen, ey. Neues Hunter, das sehe ich ähnlich, ja. Aber du hast dann auf jeden Fall, wie gesagt, aus Vereinssicht ist das schon ein guter Move. So. Du hast auf jeden Fall einen. Wahrscheinlich werden wir trotzdem jemanden verpflichten, wenn der neue aufhört. Das denke ich auch. Aber du hast auf jeden Fall einen, falls du dann keinen kriegst oder wie auch immer. Aber dann lässt der Nübel sich eh wieder ausleihen, weil der Nübel, der kommt ja nur zum Verein, wenn er auch Stammtorwart ist. Der hat ja keinen Bock auf Konkurrenzkampf. Das ist ja eine Mimose, Alter. So, was willst du mit dem in München? Aber wie gesagt, so aus Vereinssicht kannst du den Move schon verstehen. Ole, ole. Charakterlich ganz unterste Schublade unsere Truppe. Bulli 0 Bock bis Wettbewerbsverzerrungen in der Champions League können sie ihre Ärsche bewegen. Gut, das werden wir jetzt am Samstag sehen, ne? Also morgen. Wenn das wieder so eine Leistung wird wie gegen Heidenheim, dann können wir wirklich von Wettbewerbsverzerrung reden. Ne? Und morgen müssen wir vor allen Dingen für den VfL Bochum liefern, Alter. Eine neue Führung haben wir bis dahin nicht, GB. Ja, ich hätte mir auch gewünscht, dass wir den Peretz mehr einbinden jetzt, aber... Da sind wir bei demselben Thema, was wir seit 2 Jahren mit diesen ganzen etablierten Spielern haben. Die werden einfach nicht in Frage gestellt. Oder denen wird auch nicht mal vorgehalten... Guck mal, du bist jetzt im Zenit deiner Karriere, führ doch mal den neuen ran, gib denen doch mal ein paar Spiele ab und sowas. Nee, das können die ja alle nicht.
Ist halt leider so. Für mich, ich hatte seit langem wieder Spaß bei Arsenal. Die Wege, die Gnabry gemacht hat, nach hinten, das lieb ich am Fußball. Bei fast allem war Einsatz da. Ich konnte wieder Fan sein. Nur Davis muss ich kritisieren. Ich sehe das Spiel schon. Bin einfach froh, dass ich wieder Fan sein durfte. Das Spiel war okay, ja. Es war schön anzuschauen, vor allen Dingen wegen Arsenal, weniger wegen uns. Ja, das muss man mal ganz klar so sagen. Auf unserer Seite war halt gut. Die Einstellung hat gepasst, definitiv. Dass jeder mitgearbeitet hat. Der eine mal mehr, der andere mal weniger. Das war völlig gut, ja. Aber dass man das jetzt so hochhypt, so als, ach ja, jetzt spielen wir zu Hause gegen Arsenal, kommen wir easy weiter. Ich sehe das leider komplett anders. Wenn Arsenal nicht so doof gewesen wäre, hätte die zweite Halbzeit komplett nur über Kimmichs Seite gespielt. Ich glaube, dann wäre das schon so anders gelaufen. Wir haben gute 30 Minuten gehabt, zweite Halbzeit. Ja, das kann man ja rausstreichen. Was unser Defensivspiel anbelangt, war es echt gut. Ja. Aber alles andere weiß ich nicht. Aber wir werden sehen im Rückspiel. Ja, wenn wir so, ich habe mir auch eine Kommentare gehabt von GB, glaube ich, war es, oder? Wenn wir mit Anti-Fußball weiterkommen, fühlt er das nicht? Mir ist das egal. Ja, mir ist das egal. Wenn wir mit Anti-Fußball die Champions League gewinnen, so wie Chelsea bei uns oder wie Mourinho damals gegen uns, alles gut, habe ich gar kein Problem mit. Nur ich fühle dieses Gehype gerade wieder nicht so, weißt du? Das ist, erstmal ist der Gnabry im Rückspiel nicht da. So, ja. Der mehr linker Verteidiger war wie Davis. Schon mal Punkt 1. Bild. Der Rest müssen wir mal gucken, wie es mit dem Sané ausschaut. Alles nicht so, ne? Mal abwarten. Und ich glaube, Arsenal wird nicht nochmal einen Torwart in dieser Tagesform haben, die er hatte. Er hat uns halt die beiden Tore geschenkt, wenn wir ehrlich sind. Meinen guten Elfer hätte sie vielleicht auch so reingemacht, aber das war ja ein Verhalten beim Elfmeter, das habe ich ja noch nie gesehen, Alter. Weil wie ein E-Jugendtorwart gegen Bundesligaspieler. Und das erste Ding, also wenn ein Torwart vor dem Innenverteidiger steht, sodass der Innenverteidiger den Ball nicht zurück zum Torwart spielen kann, ja, dann siehst du sowas, was wir gesehen haben. So. Und ansonsten waren wir offensiv nicht wirklich anwesend, Alter. Was okay ist. Ne, nochmal, der Einsatz hat gestimmt, das ist super. Das verstehe ich auch, die Aussage von Chico. Das hat mir auch gefallen. Aber wie gesagt, dieses super Gehypte sehe ich gerade nicht. Bayern Zukunft im Tor wäre eigentlich Peretz gewesen. Also alles, was ich von dem gesehen habe, wo wir ihn verpflichtet haben, war schon echt stark. Ne? Aber leider, wie immer, wie seit Jahren bei uns, hätten wir uns schenken können. Hüpfe Bayern, hüpf, hüpfe Bayern, hüpf. Deine Perse sind in 2 Jahren die neue Nummer 1. Ich glaube das nicht, ne. Der da, servus. Astralopithecus. Schönen guten Abend. Und da ich wieder Fan sein darf, sag ich, wir putzen Arsenal zu Hause weg. Ja, ich sag dir das Gegenteil. Ich sag dir das Gegenteil. Sei denn, wir haben wieder das Spielglück in den richtigen Phasen. Ansonsten geht das wild. Ich habe eine rosarote Brille auf, dieses letzte Feuer. EW-Feuer, ich will uns im Halbfinale gegen Madrid sehen. Da geht mein Herz auf Halbfinale Bayern Madrid. Erstmal muss Madrid ja ins Halbfinale kommen, wa? Dann bekommt Davis 35 Millionen. Ja, wenn der Nübel 20 kriegt, kriegt der Davis 50. Also. Arsenal ist ja in Deutschland meistens Kacke. Weil man das ja auch noch vergleichen kann mit den früheren Arsenal, oder?
Also Arsenal hat schon stark gespielt, Alter. Also hat man schon gesehen, welche Art Fußball die auch spielen. Also interessantes Spiel wäre auf jeden Fall mal Arsenal gegen Leverkusen, Alter. Das würde ich mir mal sehr gerne anschauen. Das war schon... Laxi, ach was, gegen City ist auch was drin. Die kochen auch nur mit... Jeder kocht nur mit Wasser. Ne? Das haben wir ja auch gesehen gegen Arsenal. Also. Liverpool zu Hause, als er verloren hat, war auch wild. Jo. Gut für die 5-Jahres-Wertung für uns. Kim und Opa zusammen auf dem Platz geht gar nicht. Nee, geht auch nicht. Weil es muss einer da sein, der die Viererkette führt. So. Das können beide nicht. Das ist das große Problem. Taktik T-Rex, grüß dich, feiner Kerl. War eine gute Idee von mir, vor dem Champions League-Spiel in deinen Gaming-Stream zu gehen, um mir dort die notwendige Taktik abzuschauen, die ich brauchte, um gegen Arsenal ein 2:2 mitzunehmen. Sehr gut. Aber ist ja schön, dass ihr schon alle im Halbfinale seid, Alter. Was ist denn los mit euch? Das war mir klar, dass das ein Spaß war, Anmo. Servus, Guru. Am Montag waren die Kinder von Kane in einem Autounfall verwickelt. Kinder leicht verletzt, zum Glück. Okay. Aber ist doch scheiße, wenn die leicht verletzt waren. Das sagt man noch nicht zum Glück. Recht von dem. Führig muss verpflichtet werden. Mhm. Warum muss er denn verpflichtet werden? Thomas, die Lokomotive tut giftet it hier 1 sub tu real godit. Thomas, ist wieder soweit, oder was? Thomas, die Lokomotive tut giftet it hier 1 sub tu DAPO 3006. Sehr gut, dann kann ich mal was trinken. Thomas, die Lokomotive tut giftet it hier 1 sub tu Trommelfeuer 1. Und Trommelfeuer 1. So ein wilder Nick, Alter. Ich hier meine Statistik mal eintragen. Tut giftet it hier 1 sub du 25 Millenia 25. Thomas, die Lokomotive tut giftet it hier 1 sub du Stöpsel unterstrich Gaming. Zu was? Was für ein Stöpsel? Was ist denn hier für wilde Nix unterwegs, Leute? Warum sehe ich die hier noch nicht? Thomas, vielen lieben Dank für 5 verschenkte Subs, ne? Vielen lieben Dank. Ich hätte gerne nochmal geguckt, wie der Stöpsel heißt, aber kriege ich hier gerade nicht angezeigt. Ganz schön frech. Eieiei. Wofür haben wir Peretz geholt? Ja, damit er auf der Bank versauert, wie immer. Tuchel ist der Beste, wenn du es ihm vormachst und er es nachmacht. Mighty, Glück auf! Sané würde bei Verlängerung auf Gehalt verzichten. Ja, wahrscheinlich wird er das. Denke ich, so schätze ich ihn auch ein, ne? Man haben wir ja gesehen in der Pressekonferenz mit seinem New York Yankees Cappy. Ich denke, da wird er locker auf die Hälfte seines Gehaltes verzichten. Na klar. Nur damit er beim FC Bayern spielen darf. Na sicher. Gegen Köln muss Tell endlich starten. Ja, gegen Köln muss Tell starten und es muss auch Saragossa starten, wa? Sané kann eh nicht, der ist außen vor. Coman würde ich auch nicht bringen, der fällt ja wahrscheinlich eh gleich wieder um. Nächste mit einem Bänderriss oder sowas. Also den würde ich auch draußen lassen. Also von daher für mich ganz klar Tell und Saragossa. Ne? Thomas Tuchel supportet mit 2 Euro. Bitte schick mir die Taktik fürs Köln-Spiel über E-Mail. Ohne den Leroy weiß ich gar nicht, wie ich die Mannschaft einstellen soll. Thomas, ich habe dir schon mal gesagt, für 2 Euro machen wir das nicht mehr. Du verdienst 18 Millionen im Jahr. Ich 2,5. Verstehst du? Da kannst du nicht für 2 Euro rumkommen und die Taktik haben wollen. Ich habe auch den Taktikfuchs für dich extra gesperrt auf YouTube, damit du den nicht sehen kannst. Frech.
Dank dir aber für die 2 Euro. Minja Kimi soll mal wieder verkaufen. Ziehe vom AC verpflichten und mal bei Van Dijk anfragen. Mhm. Alles gut, Leute. Ich glaube, wir haben nächste Saison ganz andere Sorgen als unsere Innenverteidigung. Wir haben 4 Innenverteidiger, Punkt. Neuer Trainer musste halt mal ein bisschen was rausformen. Ich denke, wir haben ganz andere Sorgen als unsere Innenverteidigung. Nächstes Jahr. Unsere Außen, unser zentrales Mittelfeld. Ich denke, da sollten wir mal einen Hebel ansetzen. Muss die Mannschaft ein wenig in Schutz nehmen, wer den Grinch als Trainer hat schwierig Geschenke zu verteilen. Sarkasmus, wild. Nee, ich denke, wir werden ein relativ lockeres Spiel gegen Köln sehen. Weil ich davon ausgehe, wie gesagt, dass mehr so die zweite Garde spielen darf, wenn man das so nennen darf. Denken Sie, dass die häufigen Verletzungen des Spiels auf Themas Tore zurückzuführen sind? Natürlich nicht. Hast du die Pressekonferenz heute nicht gesehen, Kuru? Der Thomas hat gesagt, es liegt definitiv nicht am Training. Er weiß nicht, woran es liegt, aber definitiv nicht am Training, dass wir dieses Jahr so viel verletzt haben. Also, Punkt. Echt. Ralf Rangnick. Wenn der Ralf Rangnick Trainer bei uns wird, dann muss ich das... Ich muss dann austreten aus dem Verein, Leute. Oder ich muss gucken, ob ich Vereinsmitgliedschaft ruhen lassen kann, so lange. Kann den nicht, den Rangnick. Der ist wie Marcel Reif für mich. Ein rotes Tuch, Alter. Saragossa und Tell spielen dürfen, dann könnte es was werden. Unsere Kurve ist die Süd. Neuer beißt sich lieber beide Arme und Beine ab und steht trotzdem im Tor, bevor er Peretz irgendwie aufbauen würde. Ja, ist leider so, Colli. Was ja gut ist oder gut war, aber jetzt, wenn man so im Herbst der Karriere ist, wäre es doch schön, wenn man die Größe hätte und sagen könnte, komm, ich baue meinen Nachfolger auf und hinterlasse damit noch ein Vermächtnis von mir, so, weißt du? So mäßig, aber ich glaube, das kriegen wir nicht hin bei uns. Ich habe die Rede nicht gehört vom Dresen. Können wir sonst gleich mal reinhören, aber dann rege ich mich wahrscheinlich nur auf. Ja, aber wer sagt denn, dass Arsenal jetzt im Rückspiel so offensiv spielen wird, wie sie zu Hause gespielt haben? Anbo, wer sagt das? Gehst du davon aus? Also ich persönlich nicht. Angsthasenfußball war das, ja genau. Ja, Gnabry ist verletzt, ne, Laxi? Da kannst du nicht mit starten. Deswegen kannst du mit Koman eigentlich auch nicht starten, weil der gefühlt, wenn du den falsch anguckst, auch gleich wieder verletzt ist. Also du musst schon Tell und Saragossa jetzt Spielzeit geben, weil, wie Tuchel ja selber sagte, es kann ja sein, dass das Spiel über 120 Minuten geht. Ein Leroy packt 120 Minuten nicht, ein Koman packt 120 Minuten auch nicht. So, du musst dann Alternativen haben. Davis ist gesperrt, also Alternative ist Tell und Saragossa. So. Du musst den beiden jetzt Spielzeit gegen Köln geben. Das geht gar nicht anders. Das wäre eine Katastrophe, wenn nicht. Genau, Schupo hast du noch, ja. Stell dir Schupo auf Außen vor gegen Arsenal. Wild. Eieiei. Ja, Bayern muss auf jeden Fall eine Schippe drauflegen. Im Gegensatz zum Hinspiel, auf jeden Fall. Nein, ich empfand das Spiel nicht als Antifußball. Nee. Ich habe so empfunden als das, was es war. Wir haben das gespielt, was wir aktuell gegen so eine Mannschaft wie Arsenal spielen können. Wir können nicht versuchen, mit Arsenal nur annähernd mitzuhalten. Die würden uns zerlegen. Da müssen wir uns nichts vormachen, Leute. Also jeder, der das anders sieht, der hat keine Ahnung von Fußball. Hätten wir versucht, unseren Stiefel da durchzuspielen, hätte Arsenal uns zerlegt. 100 Pro. Wir konnten nur genau so auftreten, wie wir aufgetreten sind. Mein Leroy wird schon einen Unterschied machen mit seinem Zwischenscham, wenn er falls überhaupt spielen kann.
Weiß nicht, ob ich über den Champions League-Titel so freuen könnte. Mir war die Meisterschaft schon immer der wichtigste Titel. Ja, mir persönlich auch, Collio. Fühle ich, aber ich würde mich natürlich nach so einer solchen Saison über den Champions League-Titel natürlich extrem freuen. Vor allen Dingen, weil ja auch nur noch starke Gegner drin sind. Also man kann ja diesmal nicht, oder man könnte ja diesmal nicht sagen, oh yo, du hast mal Glück bei der Auslosung gehabt. Das kann man beileibe nicht sagen, ne? Früher war Arsenal auch gut, aber nie in Deutschland. Naja, gegen Arsenal haben wir immer gut ausgesehen. Und nochmal, was früher war, wen interessiert das? Wen interessiert, was gestern war im Fußball? Keinen. John Jay, servus. Davis wird nicht mal Mindestlohn von mir kriegen für seine aktuellen Leistungen. Von mir auch nicht. Bitte kommen wir nächste Woche nicht ins Elfmeterschießen, da würde ich einen Nervenzusammenbruch kriegen. Ja, ich weiß auch nicht, der Neuer und Elfmeter ist auch immer so eine Sache, ne? Hallo Servus, ich weiß ja nicht, ob die Frauen der Bayern hier eine Relevanz haben, aber ich finde, spielen eine geile Saison und werden wahrscheinlich deutscher Meister. Das kann man auch mal sagen, wenn es noch nicht gesagt wurde. Ja, was heißt Relevanz? Also ich gucke die Spiele nicht, habe ich gar nicht die Zeit für aktuell. Ja, na klar, ist doch schön, wenn die Frauen Meister werden. Wir waren doch letztes Jahr auch Meister, oder nicht? Und wahrscheinlich spielen die den besseren Fußball wie die Herren, aktuell, würde ich sagen. Egal wie die Saison ausgeht, Champions League, wir sind uns ja alle einig, dass wir auf jeden Fall in der Defensive uns verstärken müssen. Ja, wie gesagt, ich wäre erstmal der Meinung, dass wir uns in der Offensive und in der Zentrale verstärken, anstatt in der Defensive. Den linken Verteidiger will ich noch fühlen, gerade wenn Davis weggeht. Ansonsten musst du halt mal den Aznu da reinwerfen, Alter, mit seinen 17 oder 18, die er nächstes Jahr ist. 18, glaube ich, und Feierabend. Mein Gott. Kretzig kommt zurück, der kann linker Verteidiger spielen. Stani kommt zurück, der kann rechter Verteidiger, Innenverteidiger spielen. Rechten Verteidiger ist im Bue noch. Mazraoui, je nachdem, ob er bleibt oder nicht, kann rechter und linker Verteidiger spielen. Innenverteidiger hast du 4 Stück, also ich weiß nicht, wo wir uns in der Defensive verstärken sollen. Für mich völliger Tullux. So, du brauchst, wenn, im zentralen Mittelfeld einen defensiven Mann. So. Besten einen, der eine gewisse Erfahrung hat und Feierabend. Und da musst du einfach mal eine vernünftige taktische Grundordnung. Wir haben noch gegen Arsenal, gut, wir haben auch wieder 2 Tore kassiert, aber du hast doch gegen Arsenal gesehen, dass wenn die Mannschaft defensiv arbeitet, wir auch defensiv ganz gut stehen können. Ja, gerade die erste halbe Stunde, zweite Halbzeit, wo Arsenal alles über Kimmichs Seite gespielt hat, haben die doch kein Land gesehen. Kimmich und De Ligt, alles weggearbeitet. So. Also. Wir haben ganz andere Sorgen als unsere Defensive. Für jedes schlechte Spiel sind 5 alle Bayern-Fans, dann sind die bald pleite, Alter. Ja, Mittwoch, aber ist doch schön, da werden wir richtig schön, hoffentlich, ja, hoffentlich. Nicht, dass wir da irgendwie ganz böse auf dem Arsch landen, nach den ganzen Nobis-Hymnen, die im Verein an die Mannschaft gegangen sind. Das finde ich ein bisschen kritisch. Aber ansonsten werden wir wahrscheinlich mal wieder ein Spiel mit Emotionen sehen und wo man richtig mitfiebern kann. Ne? Trommelfeuer, moin. Thomas, Glück auf und nochmal danke für deine 5 verschenkten Subs. Ne? Wir werden gegen Arsenal in 90 Minuten das Spiel gewinnen, das glaube ich nicht. Scheiß DFB! Wer ist denn bitte Unterleib-Dynamo? Na, ich nicht. Wie findest du, dass das Nagelsmann wieder Trainer wird? Ja, habe ich heute schon in meinem Kommentarvideo gesagt, Thomas. Eigentlich wäre es der perfekte Schachzug, weil du kannst ja jeden Trainer, den du holst, auch vielleicht wieder nach einem Jahr rauswerfen. Kannst du mit dem Nagelsmann nicht machen. Dann wirst du ja in der Öffentlichkeit ans Kreuz genagelt.
Wenn Nagelsmann jetzt wieder verpflichtet ist und du würdest ihn wieder nach einem Jahr oder anderthalb rauswerfen, Alter, dann kannst du den Verein begraben. Ne? Deswegen wäre das vielleicht gar kein schlechter Move, wenn du den Nagelsmann holst, weil du musst mit ihm da ein paar Jährchen durchgehen. Ne? Du hast keine Wahl. Ist in Club 13 beigetreten. Da der Celebrates 2 Months of Membership. Was wäre dir lieber, Kretzig nächstes Jahr hinter Gehiru aufbauen oder mit dem Geld von Davis nachrüsten? Wie gesagt, ich weiß nicht, ob Guerrero so der linke Verteidiger ist. Ich würde gern einen Kretzig da sehen, ja. Der entwickelt sich ja gut. Ist die Frage, ich weiß gar nicht, ob er linker Verteidiger auch spielt in Österreich oder eher Mittelfeld. Ansonsten musst du halt schauen, du könntest ja einen linken Verteidiger verpflichten. Das muss ja jetzt nicht wieder ein 80-Millionen-Mann sein oder sowas. Ja, und du, wie gesagt, du hast ein Riesentalent mit dem Aznu dahinter, der linker Verteidiger ist. Ja. Ich meine, guck nach Barcelona, da spielen auch 17-Jährige. Wir müssen einfach mal ein bisschen mehr Mut und Vertrauen haben. Klar kannst du da nicht so einen 17- oder 18-Jährigen da hinten als linker Verteidiger aufbauen, wenn da neben Upa und Kim rumeiern, die Jungs nicht führen. Da musst du dann schon Eric Dyer da stehen haben, ja. Der halt der Führer schlechthin da hinten drin ist, wie man immer sieht. Der dirigiert hat alles, auch wenn ihm vielleicht dann so die Geschwindigkeit irgendwann fehlt und so weiter. Ja, sind halt Überlegungen. Es kommt halt auf den neuen Trainer drauf an. Aber um Guerrero jetzt so der linke Verteidiger der Zukunft bei uns ist, wage ich auch zu bezweifeln. Ich will Oles Vertrag auch nicht mehr verlängern, Anmo. Wie gesagt, du hast einen Perez. Ich fand es schon schade, dass ein Perez jetzt nicht spielen durfte, wo ein Neuer nicht da war in der Bundesliga. Also. Stöpsel Gaming heißt ja, okay. Ich weiß nicht wer. Raus, Anbu. Ja, ich würde Ole den Vertrag auch nicht verlängern. Wenn als dritter Torwart, ja. Und der da erstmal danke, ne? Für den zweiten Monat, Club 13 Mitglied. Umbruch ist nötig, was Ole kann Perez auch. Ja, sehe ich genauso. Tuchel hat man den Taktikfuchs genannt? Wusste ich gar nicht. Ist ja schnell, hätte ich ja niemals mein Format Taktikfuchs genannt. Nicht, dass ich mit Tuchel noch in Verbindung gebracht werde. Rode Deluxe, guten Abend. Moin, wer wäre denn eigentlich dein Lieblings-Tuchel-Nachfolger? Komm, ich sag jetzt einfach den Nagelsmann, bevor ich mich zum 300. Mal hier wiederhole. Wie gesagt, Ole nicht so harte Alterserscheinungen wie Neuer die letzte Zeit. Naja, der Ole spielt ja auch nie. Was soll er da für Erscheinungen haben? Nächste Saison 3-5-2 mit Kane, Tail, Doppelspitze und Außenspieler brauchst nicht mehr. Könnte man halt auch machen, ja. Würde ich auch fühlen. Kommt halt, wie gesagt, auf den neuen Trainer drauf an, ne? Deine Nachricht ging gerade unter. Alles gut, was sagst du zu den Frauen des FCB und welche Frau findest du am besten? Ne, die ging nicht unter. Ich habe dazu ja was gesagt. Ich kann dazu nichts sagen. Ich bin nicht drin in unserem Frauenfußball. Ich sehe die Ergebnisse, mehr sehe ich davon leider nicht. Kuro, danke. Komm mal in den Voice. Ja, die letzten 4 Streams war ich jedes Mal im Voice, da war ich immer totenstille alleine, ne? Recht. So, die Mara ist auch da, Leute. Hallöchen, servus. Ja, dann hau rein, ich trinke. Ja, was? Nee, es ging mir halt nur darum, weil du schon wieder, weiß ich nicht, gefühlt 3 Stunden hinten dran bist. Ja, und? Hier schon wieder wilde Sachen.
Ja, außerdem bin ich nicht 3 Stunden hinten dran, ich bin gleich schon wieder unten angekommen. Ja, also das mit den Bayern-Damen, das hast du gerade erst beantwortet und das hat er vor gefühlt einer halben Stunde dann ein zweites Mal geschrieben gehabt. Das Leben ist hart bei uns. Ja. Wir alle wieder gehypt sind, Fragezeichen, verständlich, oder? Champions League ist der einzige Wettbewerb, wo noch was zu holen ist und wo die Mannschaft funktioniert und abliefert. Ja, ist okay. Können ja alle gehypt sein, ich bin nicht gehypt. Europapokal. Die Rede von Dresen war maximal cringe, habe ich nicht gesehen, Alter. Schleimscheißer, pur Arschknutscherbank. Ey, jetzt machen wir den Chrissy nicht so schlecht. Muss ich da echt gleich reinhören, oder was? Ja, kannst du dir mal angucken. Hör ich jetzt nebenbei eben rein. Können wir uns ohne Bild auch anhören. War doch auf dem Bayern-Kanal, glaube ich. Ich guck mal eben, dass der Chrissy so losgelassen hat. Beschwert euch da nicht, wenn ich rage. Das wäre ja das erste Mal. Ja, wenn es wäre das tätest. erste Mal, ne? Das würden wir wahrscheinlich gar nicht als solches empfinden. Arsenal Bayern, Driesen. Hau mal raus. Guten Abend Ihnen allen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Bayern-Familie. Was soll ich Wollt ihr ein Bild sagen? haben? Totgesagte leben länger ist, glaube ich, das Motto des heutigen Abends. Das war ein schwerer Monat. Wir haben, glaube ich, einige schwere Wochen in den Knochen mit 2 Niederlagen in der Bundesliga. Und was war das heute für ein Tag? Die Mannschaft hat heute ihr wahres Gesicht gezeigt. Ein fantastisches Spiel, ein intensives Spiel abgeliefert. Ihr dürft wirklich stolz auf euch sein. Das war heute ein mehr als verdientes 2:2. Gratulation. Ich glaube, Max hat es vor dem Spiel gesagt, wir wollen heute den FC Bayern ehrwürdig vertreten. Das hat die Mannschaft, glaube ich, bravourös getan. Bei einem Spiel, bei dem es ja auch unter besonderen Umständen heute zugange ging, nämlich ohne unsere Fans im Rücken. Und das war deswegen heute ein ganz besonderes Spiel. Und Arsenal hat sicherlich hervorragend gespielt. Wir haben dagegen gehalten. Wir haben dieses fantastische Ergebnis erzielt. Und ich möchte heute eigentlich 2 Spieler hervorheben. Zum einen und zuallererst. Was? Wie wir heben jetzt Spieler hervor? Unseren Serge Gnabry. Serge hat sich nach langer Verletzungspause zurückgekämpft, hat ein fantastisches Tor gemacht. Serge hat hier vor 12 Jahren bei Arsenal als jüngster Spieler in der Champions League überhaupt bei Arsene Wenger gegen Schalke 04 damals sein Debüt gegeben. Und herzlichen Dank für dein tolles Tor, Serge. Sorry, Leute, das fühle ich so gar nicht. Ich meine, wir als Fans können das machen, dass wir da irgendwelche Spieler herausheben. Als CEO des FC Bayern finde ich das schwierig. Sag ich euch, wie es ist, Alter. Hätte er jetzt 4 Tore geschossen und hätte uns ins Halbfinale geschossen, könnte ich das eventuell noch verstehen. Aber die ganze Mannschaft hat ja gut gespielt, war ja engagiert, abgesehen von Davis halt. Da jetzt einen Serge rauszustellen, auch wenn er gut war, ja, na klar. Aber es ist ein Mannschaftssport, Alter. Da kannst du doch jetzt nicht als CEO da hingehen und den Spieler da einzeln auf den Podest stellen, Alter. Das finde ich schon schwierig. Und natürlich, Serge, Serge, vor allem auch gute Besserung. Wir haben natürlich alle das gesehen, dass du leider verletzt raus musstest und wir wünschen dir von Herzen ganz schnelle Genesung. Das war heute ein fantastisches Spiel von dir. Wow. Also Serge schon mal safe nächstes Jahr. 20 Mille, Gehaltserhöhung, kein Problem, 3 Jahre verlängert. Und dann haben wir natürlich heute auch unseren Harry gesehen mit diesem wahnsinnig coolen Freistoß. Harry, I think we all know that you love scoring here in the Emirates. But today you did the first one for FC Bayern. And I think therefore it's the most important one for us. Thanks for that, Harry. Und alle anderen Spieler so, meh.
Weißt du, ich versetze mich gerade in den Kopf von Kimi. Scheiße. Der Serge und der Harry und ich. Nichts, kein Wort zu mir. Wild, Alter. Das war heute wirklich ein intensives Spiel und natürlich habe ich jetzt 2 Spieler herausgehoben, aber Ja. ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das heute vor allem eins war. Es war eine Teamleistung, es war Ja, warum hebt man dann die 2 Spieler raus? Macht man halt nicht, Leute. Nicht als CEO. Team Spirit, jeder hat für den anderen gekämpft, das war richtig schön anzuschauen. Wir haben auf den Rängen gesessen, jeder von Ihnen hat wahrscheinlich gespürt, diese Intensität dieses Spiels und das hat große Freude gemacht und das ist das wahre Gesicht des FC Bayern und das wollen wir von euch, liebe Mannschaft, noch viel, viel öfter sehen und dann muss sich jeder in Europa vor uns in Acht nehmen und natürlich lebt heute der Traum weiter und natürlich wissen wir, dass wir im Rückspiel gegen Arsenal nochmal ein ganz schweres Paket vor uns haben. Arsenal sicherlich eine hervorragende Mannschaft ist und dass wir es zu Hause nochmal alles geben müssen, genauso wie das heute der Fall war. Aber so wie es der Stefan Lehmann vorhin schon gesagt hat, dieser Ort ist ein besonderer. Wir haben ihn nicht ohne Grund ausgesucht. Er soll uns daran erinnern, was uns hier vor mehr als 10 Jahren gelungen ist. Alter, Arsenal wird uns so wegficken im Rückspiel. Ich sag's euch. Und es soll euch inspirieren, liebe Mannschaft, wieder diesen Geist aufleben zu lassen. Und deswegen möchte ich eigentlich nur noch damit schließen, dass ich sage, mit Herz und Leidenschaft jetzt dann in der nächsten Woche, wir wissen, dass jetzt Köln vor uns steht, aber vor allem nächste Woche Mittwoch mit Herz und Leidenschaft Der war gut, Chrissy. Warte, wir gehören zu Ende. zu zeigen, wer der FC Bayern ist, das wahre Gesicht des FC Bayern. Ihr packt es und deswegen gemeinsam packen wir es. Herzlichen Dank. Wow. Wow, wow, wow. Also der FC Köln ist leider noch dazwischen. Das ist jetzt ein bisschen störend. Da brauchen wir auch keinen Einsatz zeigen, hat der Chrissy hier gerade gesagt. Es reicht, wenn wir das gegen Arsenal machen. Wild. Wilde Takes. Okay. Wild. Jetzt mal ernsthaft, ne? Wie geht der denn ab, wenn die Champions League irgendwann mal wieder gewinnen sollten? Dann macht er das, was GB nie gemacht hat, nur gelabert hat. Der zieht sich blank und läuft wild onanierend übers Feld. Alto Belli, ey. Na. Aber nur wenn Harry einen Freistoß schießt, ey. Ja, der ein Elfer ist. Unterhalt mal die Menge, ich hole mir ein Bier. Sonst verkrafte ich das heute nicht. Ich muss ehrlich sagen, Aber das ist eine richtig ich geile hab die Idee doch vorhin schon unterhalten, die hören doch nicht auf mich. Verzogen sind sie. Also der Twitch-Chat, ne? YouTube ist lieb. Alto Belli, ey. Also ich hatte das ja vorher schon gehört und ja, Fremdscham kriegt da nochmal eine ganz andere Bedeutung. Ne? Scroll jetzt auch gleich runter, den Chat. Ich muss wissen, was ihr zum Chrissy sagt. Alle schockverliebt. So. Männer, das gute Augustiner, was kurzen Aufenthalt in Dänemark hatte, aber 2 Flaschen haben sie wieder mit nach Hause geschafft. Oh, guck mal, hier ist ja schon der Chrissy. Ja, wie gesagt, meiner Meinung nach kannst du nicht als CEO Spieler herausstreichen. Und wenn, dann bitte andersrum. Erst die Mannschaftsleistung hochjubeln und dann vielleicht, wenn es außergewöhnliche Leistungen waren, kann man das ja nochmal ein bisschen erwähnen, ja. Aber nicht hier, wir heben die erstmal in den Himmel und dann so, ach ja, und der Rest der Mannschaft war ja eine gute Mannschaftsleistung. Und das vor allen Dingen nur, weil die beiden die Tore gemacht haben, oder was? Also ich meine, da kannst du einen Kimmich und De Ligt die zweite Halbzeit die Seite komplett dicht gemacht haben und Arsenal gar nicht ins Spiel gekommen lassen haben. Kannst du genauso herausheben. Ja? Oder ein Leroy Sané. Ohne Leroy Sané hätten wir keine Tore gemacht. Ganz einfache Kiste, ja. So. Leroy hat beide Tore eingeleitet. Und wird gar nicht erwähnt. Schwierig. Schwierig. Ja, ich finde halt, das führt halt definitiv nicht dazu, dass das Team mehr zusammenwächst, ne? Du hast dann halt wieder diese Grüppchenbildung und dann kommt der Neid wieder hoch und ach.
Ja, wie gesagt, kannst du als CEO halt nicht bringen. Wir können das bringen als dumme Fans, ja. Du kannst sagen, das ist mein Lieblingsspieler, bla Sülz. Als CEO oder Verantwortlicher generell, ich glaube auch Max Eber würde sich nicht dahinstellen und sowas rausballern. So, kann ich mir nicht vorstellen. Da sagt man, gute Mannschaftsleistung, alles Klärchen, und gut ist, ne? Also wild. Wild, wild, wild. Und von wegen, jetzt hier, wir räumen Europa auf, nochmal, Leute. Wenn man das Spiel mal ganz nüchtern betrachtet, mal die Fanbrille kurz absetzt, tun wir mal. So. Ich habe es ja in meiner Analyse gesagt, ersten 20 Minuten, denke ich, sprechen für sich, was Arsenal da gespielt hat. Dann steht der Torwart vor dem Innenverteidiger. Der Innenverteidiger kann dadurch den Ball nicht nach hinten spielen oder quer spielen. Deswegen spielt er so einen komischen Ball, der nicht ankommt. Dadurch kriegt Dio den Ball, spielt ihn super auf Goretzka. Goretzka spielt ihn super in die Lücke. Gnabry hat noch Glück beim Abschluss, das Ding ist drin. So, das war halt einfach Spielglück. Klar, wir waren gallig, wir waren heiß, alles gut. Das zweite war eine super Einzelleistung von Leroy. Wir kriegen den Elfmeter. Der Torwart, ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Vielleicht war der auch leicht benebelt. Den hätte selbst ich reingeschoben, weil der lag ja schon in der Ecke. Das hätte selbst ich gesehen. Ja. So, das waren unsere Offensivbemühungen. Ja. Jetzt davon zu sprechen, wir reißen jetzt Europa oder wild. Wild, wild, wild. Nochmal, ich will die Leistung nicht schlecht reden, die war gut. Ne, haben wir ja gerade auch schon gesagt. Gerade die Mannschaftsleistung war gut. Jeder hat gekämpft, jeder hat geackert. Wir haben auch genau das gemacht, was wir machen müssen. Nochmal hätten wir versucht mitzuspielen, wäre das richtig böse geendet, glaube ich. Also das war schon alles okay. Aber das muss man dann auch richtig einordnen, gerade als Offizieller. Ja, und jetzt nicht sagen, ja, jetzt nochmal gegen Arsenal. Ach ja, wir spielen noch gegen Köln. Ja, ist nicht so wichtig. Arsenal, ne, da müssten wir jetzt nochmal liefern. Und dann sind wir wieder Europa, oder was? Wild, Alter. Wild. Wahrscheinlich wären wir dieses Jahr auch mit einem anderen Trainer nicht Meister geworden. Oder was meinst du? Leverkusen hat einfach eine absolute Ausnahmejahr, hat keine Entschuldigung für unseren Fußball. Sehr wahrscheinlich wären wir nicht Meister geworden, ja. Gehe ich mit. Weiß man natürlich nicht, ist immer schwierig, aber sehr wahrscheinlich nicht, ja. Hättest du vielleicht das Spiel gewonnen gegen Leverkusen, hätte Leverkusen vielleicht einen Knacks gekriegt, das weiß man halt noch nicht, weil Leverkusen noch kein Spiel verloren hat. Von daher ist das hätte Fahrradkette. Aber wenn wir rein die Ergebnisse betrachten, ja, du hättest schon hart liefern müssen. Ne? Keine Frage. Weiß man aber halt nicht. Man weiß auch nicht, wie Leverkusen dann, wenn wir den Druck aufrechterhalten oder wären an Leverkusen vorbeigezogen, wenn wir das Spiel gegen sie gewonnen hätten, wären wir einen Punkt vorne gewesen. Weiß man nicht. Ob Leverkusen wieder angefangen hätte, an sich zu zweifeln, wie früher, hin und her, das weiß man ja alles nicht. Aber wenn man so die nackten Ergebnisse gerade betrachtet, dann kann man schon sagen, hätte es wahrscheinlich mit einem anderen Trainer, wäre es auf jeden Fall auch schwer geworden. Ne? So, ich scroll mal ganz kurz durch. Warum darf der? Normal ist ja Chrissy ja einen guten. Ich mag einen Chrissy ja, aber das war jetzt schon wild. Wenn man für so ein Spiel schon so eine Richtung ist, echt Hopfen und Malz verloren. Ja, ist schon grenzwertig, ne? Köln mit der B11. Ja, das war ja klar. Das ist ja auch sinnig. Ja, nur schon jetzt von CEO-Seite eine Entschuldigung zu liefern, dass man vielleicht gegen Köln nicht so liefert, ist halt schon wieder wild. Thomas, 5 Liegestütze, habe ich gar nicht gehört. Den Sound. Die Mara hat auch nichts gesagt, ist ja frech, vor 6 Minuten. Mitten im Chrissy oder was? Sehr wild. Komm, dann mache ich 6, wegen der 6 Minuten Verspätung.
Ich will die Ami kann das Grundgesetz rausholen, ist ja auch wild. Eins reicht da nicht, WhatsApp. Nee, eins reicht heute nicht. Erklär mal einer bitte, wo der Ausspruch Artubelli kommt. Jetzt von mir oder allgemein? Ich weiß nicht, was das allgemein bedeutet. Irgendwas Italienisches, oder? Europapokal, Europapokal. Beispiele für Verwendung des Begriffs sind Alto Belli mein Schädel. Gestern habe ich 10 Bier getrunken. Oder Alto Belli, dieser Messi spielt heute wieder unglaublich. Das sind der wilde Vergleiche. Wild. Na hör mal, ne? Na hör mal. Kein Alkohol geschmuggelt? Nein, JB, du darfst 100 Liter mitnehmen, Bier, nach Dänemark. 100 Liter pro Person. Wild, ne? MC King, Prost, ja. Bist du morgen im Stadion? Nee. Das hat der Harry Kane schon verstanden, macht euch keine Sorgen. Sané war top, ja, war er auch, MBSM. Sind 11 Ich-AGs, sind's auch. Sind's auch, sieht man ja immer in den Spielen, wo, ne, wo nicht Champions League Viertelfinale draufsteht. Lieber beide Flow-Forward-Spiele unter Riesenschmerzen, wird mir auch ein bisschen verarscht vorkommen, ja. Ja, kannst du halt nicht machen, ne? Vorsicker, auch wie du schreibst. Da wird Sané wieder beleidigt sein, weil Gnabry gelobt worden ist und Sané nicht. Kannst du halt nicht machen in so einer Mannschaft. Gerade wenn man die Saison ja sieht, dass wir Probleme haben, als Mannschaft auf dem Feld auch zu stehen. Dann wieder anfangen, auf der höchsten Führungsetage, CEO, einzelne Spieler rauszustreichen, ist schon wild. Ja, Sané, wie gesagt, Gnabry, selbst schuld. Hätte man vorher auswechseln müssen. Collio, so schlimm ist das ja jetzt auch nicht, oder? Der Chrissy ist halt nicht erfahren, was das anbelangt. Das ist halt ein Finanzmensch. Ich hätte ihn lieber auch weiterlaufen lassen. Ich finde, selbst der Trainer sollte keine Spiele öffentlich herausheben. Ja, sehe ich genauso, Andreas. Kann man intern machen, ne? Im Einzelgespräch oder sowas. Oder wenn du mal wie ein Gnabry da, was war das, gegen Tottenham 4 Hütten machst, dann kann man das vielleicht mal. Aber die hätte er auch nicht gemacht, hätte er nicht die Mitspieler gehabt. Wir reden immer noch über Mannschaftssport, ne? Oh, du schöne FCB. Ja, wir hatten jetzt nicht nur Glück gegen Arsenal. Wir hatten das Spielglück, ja, da gehe ich 100% mit. Ne? Habe ich ja auch gesagt. Aber das Rückspiel wird auf jeden Fall anders werden. Bin sehr gespannt, ich freue mich aufs Rückspiel auf jeden Fall. Mit offenem Visier hätten wir besser ausgesehen, nee. Das glaube ich nicht. Ich glaube, mit offenem Visier hätte Arsenal uns zerlegt. Nee, das Trainerteam ist mit Tuchel gekommen. Ja, das werden wir ja sehen. Wie gesagt, ich mache mir jetzt auch keine Gedanken über ein mögliches Halbfinale, ob das Manchester City oder Real Madrid ist. Das können wir gerne nach dem Spiel tun. Vorher ist das, nochmal, wir haben jetzt nicht die Leistung gezeigt, dass ich persönlich denke und sage, ach jo, wir sind safe im Rückspiel, 3-0, klare Kiste. Ne? Also,
Es ist alles drin, das haben wir gezeigt. Ja, wir haben gezeigt, dass die Mannschaft kann, wenn sie will. So. Nicht, dass wir uns verstecken müssen, auch wenn wir Spielglück hatten. Das müssen wir halt nochmal haben. Ganz einfache Kiste. Ne? Und dann sieht man ja, dass wir weiterkommen können. Das steht ja außer Frage. Aber dieses Gehype geht mir tierisch auf die Eier. Und dann auch diese Fans, die gleich wieder meinen, Alter, man darf das dann nicht kritischer sehen oder sonst was. Alter, da kann ich halt ausflippen, ne? Der geht mir wie das Smiley im Titel, Alter, da fliegt mir eine Schädeldecke hoch. Servus zusammen. Ich tippe eher auf Real. Ja, das Schöne ist ja, das muss man ja mal sagen, diesmal sind ja wirklich noch alle Spiele offen, ne? Neidisch auf die Pantoletten? Ja, das kann es auch sein. Das waren 4 Liegestütze, hast mitgezählt. Ja, dann musst du das Zählen nochmal üben, ne? Ascheran. Guten Abend erstmal. Die ersten Gleichgewichtsstörungen treten schon ein. Matze Knob hat übernommen als Klopp. Als Klopp, ja. Junger Däne, ganz genau. Nee, Alto Belly kommt bei mir vom Zocken halt her. Schon immer gesagt, irgendwie. Bier ist teuer in Dänemark. Nee, stimmt nicht. Ah, guck mal, GB hat mal gegoogelt, wa? Weißt du Bescheid, also jetzt. Ja, wir werden sehen, wie Arsenal im Rückspiel spielt, ne? Ich bin gespannt. Nee, kommt der Chrissy aus dem Pott oder was? Nee, deswegen mag ich den nicht. Also die Herkunft ist mir eigentlich scheißegal. Aber er hat immer einen sympathischen Eindruck gemacht. Die Rede war jetzt ein bisschen überschwänglich, ja. Aber sonst hat er immer einen sympathischen Eindruck gemacht. Wir haben im Rückspiel, unsere Fans im Rücken sind deswegen ein bisschen im Vorteil. Das werden wir sehen, ne? Das werden wir sehen, ob das so kommt oder nicht. Als Stellenbeauftragter ehrenamtlich. Probier doch mal. Dein Ersatz der Tuchel? Ja, ich mach das. Kein Thema. Kimmich, Davis, De Ligt, Kim, Leimer, Goretzka, Leo, Musiala, Kane und Matistel wäre gute Aufstellung. Davis ist gesperrt? Oder meinst du jetzt für Köln, oder was? Ja, wir werden sehen. Also ich mache das wie im Hinspiel. Ne? Ich habe keinerlei Erwartungen an diese Mannschaft. Damit bin ich ganz gut gefahren. Ich habe ja 2-2 getippt. Ich habe mich noch nicht festgelegt auf einen Tipp fürs Rückspiel. Finale kannst du immer jeden schlagen. Tobis Lifestyle. Das ist Wurst. Das ist wirklich absolut Wurst. Das haben wir oft genug am eigenen Leib erfahren. Na? Denk an das Finale Chelsea, daheim. Denk an Manchester United, wo wir die klar bessere Mannschaft über 93 Minuten waren. Denk an das Finale gegen Inter Mailand. Waren wir auch die spielbestimmende Mannschaft. Mourinho hat uns einfach abgefuckt.
Finale kannst du immer jeden schlagen. So. Es kann alles passieren. Du kannst nach 5 Minuten kriegt der Gegner eine rote Karte. Du kriegst einen Elfer, der nicht berechtigt ist, bla, Sülz und so weiter. Also das Finale ist, du kannst immer jeden schlagen. Ein Spiel, das ist egal. Das spielt keine Rolle, welcher Name da gegen welchen Namen steht. Hast ja auch einen Google Pixel, ja, dann kannst du auch mal ein bisschen mehr googeln, GB. Google mal Flitzer in Stuttgart. Bin mal auf die Rede gespannt, wenn sie richtig hart gegen Arsenal verkacken. Ja, dann sagt man, ja, Männer, ist ja, die Saison ist ja eh nicht so gut gelaufen und ist schon okay, ist verständlich und so ein Ding. Lomdo, das ist völlig okay, dass du das schade findest. Ich fand das nicht schade. Mir gehen diese Kommentare halt hart auf die Eier. Können wir gerne nochmal ausdiskutieren, da bin ich genauso gereizt. Ich laber das seit einem halben Jahr und langsam geht es mir auf den Keks. So, wenn das Leute sind, die dann gerade neu auf dem Kanal sind, dann ist das so. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Punkt. Habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. Ganz einfach. Ich laber das jetzt hier seit Anfang der Saison. Ich habe das sogar noch mal in mein Q&A-Video reingenommen, wenn die Leute mir dann jetzt immer noch damit auf die Eier gehen wollen. Wenn ich dann einen stressigen Tag hatte, dann siehst du das, was du gesehen hast. Und da stehe ich zu, das bin ich. Wer das nicht kann, wer das nicht will, der guckt halt nicht. Der geht woanders hin. Habe ich schon gesagt, geht zum Olli rüber. Vielleicht ist der Olli da ein bisschen humaner. Und geht da ein bisschen mehr drauf ein. Mich nervt das nur noch und es geht mir auf die Eier. Und das kommuniziere ich dann auch so klar, wie ich es getan habe. Und das tue ich jedes Mal wieder. Oder ich bin irgendwann so weit, dass ich es direkt ausblende und gar nicht mehr kommuniziere. Aber irgendwann ist dann bei mir auch das Maß voll. Ja. So, und wem es nicht gefällt, der guckt halt nicht. Fertig. Habe ich kein Problem mit. Ja, guck mal, da ist der Olli, ja. Siehst du? Der Olli freut sich über diese ganzen Leute. Hat er mir extra nochmal gesagt per WhatsApp. Er freut sich darauf, diese ganzen Leute zu haben, weil er da ein bisschen ruhiger diskutiert und er hat da Bock auf so eine Kommentare. Es gibt keine Elfer-Diskussion hier. Aber erzähl mal genau, wie du das Spiel erlebt hast. Würde mich interessieren, dein Innenleben. Das ist eigentlich schnell erzählt, habe ich ja schon in der Analyse gesagt. Bis zum Tor dachte ich, ja, Halleluja. Das geht heute 3-4-5-5-1 aus. Für Arsenal. Die haben uns so dermaßen an die Wand gespielt. Und man hat einfach gesehen, dass es eine Mannschaft ist. Und ich habe auch nicht diesen Take in den Kommentaren verstanden mit, ja, Leimer hat den Oedegaard ja super abgeschollt, hat ja ihn in Manndeckung gespielt. Du hast die ersten 20 Minuten auf Arsenals Seite nur Oedegaard am Ball gesehen. Der hat jeden Angriff über die rechte Seite eingeleitet. Ja, da habe ich nicht einmal den Leimer an seinen Fersen gesehen. Also, keine Ahnung. Vielleicht habe ich da einen blinden Fleck gehabt, das weiß ich nicht, habe ich ja gesagt. Dann haben wir das Tor gemacht mit ein bisschen Glück. Dann hat man gemerkt, dass ein Ruck durch diese Mannschaft ging. Ja? Man hat plötzlich wieder ein bisschen mehr das Selbstverständnis gehabt, ein bisschen mehr Zuversicht, Selbstvertrauen. Ich denke mal, das hat man gemerkt. Ne? Wäre das nicht passiert, hätte das wirklich ein übler Abend werden können, glaube ich. Wie gesagt, wir waren dann besser im Spiel. Man hat dann auch das Gefühl gehabt, ja, wir können jederzeit einen Konter setzen. Ne? Arsenal ist dann auch ein bisschen vorsichtiger geworden. War ein schönes Spiel zum Angucken. Zweite Halbzeit, erste halbe Stunde, haben wir ein super starkes Spiel gemacht, meiner Meinung nach. Ja? Was aber auch damit zu tun hatte, dass Arsenal nicht mehr über die rechte Seite gespielt hat und nicht mehr auf Fonsi gegangen ist. Sondern alles über die linke Seite auf Kimmich und De Ligt und ja, die haben alles weggearbeitet. Ja? Da war ich eigentlich guter Dinge. Na, dann wurde aber der Jesus, oder wie hieß er, Jesus eingewechselt und dann ging wieder alles über Davis Seite und ja, dann ist das passiert, was zwangsläufig passieren musste, leider.
Und natürlich die Auswechslung von Leroy habe ich auch nicht ganz verstanden. Danach war absolut kein Konterspiel mehr vorhanden bei uns. Null. Ja. Gnabry dann noch verletzt raus, da war der Drops gelutscht. So. Dass wir dann nochmal die Chance hatten durch King da mit dem Pfostenschuss, ja, das war mein Innennehmen. War ein schönes Spiel zum Angucken auf jeden Fall. Und Rückspiel, ich bin sehr gespannt da. Jedes Mal geflucht, wenn es bei uns über links kam. Jedes Mal ein Ave Maria, so bei Davis im Bildschirm war. Ja, der kann da ja auch nichts für. Wir müssen ja auch nicht auf den Davis rumhacken. Ne? Du da kannst ihn. Ich verstehe auch, ich verstehe das Argument. Ja, wir stellen ihn mal dahin, weil er super schnell ist. Aber nochmal, was bringt dir die Geschwindigkeit, Alter, wenn du sowieso kein Land siehst? Dann kannst du auch Guerrero da stehen lassen, der halt einfach nicht aufrückt. Punkt. So. Dann hat er kein Problem mit der Geschwindigkeit. Der muss ja nicht aufrücken bis 20 Meter hinter der Mittellinie. Dann bleibt er halt einfach auf Höhe der Viererkette und gut ist. So, wo ist das Problem? Ja? Habe ich nicht verstanden. Aber am Ende des Tages war es, am Ende vom Spiel war es ein verdientes 2:2. Ich denke, da müssen wir auch nicht drüber reden, oder? So. Punkt. Und wir sehen jetzt, was das Rückspiel bringt. Vielleicht haben wir noch mal ein bisschen Spielglück. Vielleicht kommen wir weiter. Ja, und dann ist das so. Und dann gucken wir Halbfinale und wer weiß. Ne? Abwarten. Wenn man es nüchtern betrachtet, wird es schwer, aber ja, das hat man auch schon vor dem Hinspiel gedacht. Ne? Also. Ach, Collier, das liest doch eh keine Sau. Das liest doch keiner. Will ich doch auch nicht machen. Wenn ich irgendwo ins Stream gehe und da hockt einer, wo ich gerade was wissen will, dann schreibe ich das im Chat und das ist ja auch gut so. Da lese ich ja nicht, ob da irgendein Schriftzug durchläuft, wo irgendwas steht, Alter. Besten sind die Comics alles Erfolgs... Ja gut, da reagiere ich ja nicht mehr drauf. Die blende ich direkt aus und Arschlecken. Authentizität ist wichtig. Ja, keine Ahnung. Das bin halt ich, Leute. Ich habe das schon immer gesagt. Ja, ich habe das gesagt, wo ich hier 100 View hatte. Ich sage das, wenn da 30.000 Leute mein Video angucken. Das bin ich. So. Punkt. Ja. Mir ist klar, welche Konsequenzen das mit sich bringt. Da habe ich aber kein Problem mit. Fertig. So, entweder könnt ihr damit leben oder halt nicht. Und wenn nicht, ist das für mich völlig fein. So, ich habe da kein Problem mit. Wenn ihr wieder nur 10 People sind, dann sind hier wieder nur 10 People. Mein Gott. Ist nicht so, dass es mein Job ist und ich davon leben muss oder so, ne? Von daher ist mir das völlig wurscht. Klar, mich freut's, wenn viele Leute da sind. Habe ich super Spaß dran. Aber ich würde mich deswegen jetzt nicht verstellen oder sagen, ja, nee. Nee. So, Schatz, was wolltest du? Ja, ich wollte halt nur mal sagen, dass ich mein Fett genauso wegkriege, wenn ich Dünnschiss habe. Also so ist das nicht. Ich genauso einen auf dem Deckel wie alle anderen auch. Was hat das denn auch damit zu tun? So ist man ja nun mal. Jeder hat seinen Charakter und gut ist, ne? Das hat mein Charakter und... Ja, fertig. das ist ja auch nicht verkehrt, aber wie du selbst schon sagtest, Leute, die neu dazukommen, ja, die schreckt das vielleicht ab. Ja, na klar. Und die von Anfang an dabei sind oder halt schon länger, ja, die wissen, das legt sich bei dir auch wieder. Ja, Olli, mach doch mal. Wäre schon enttäuscht, wenn wir gegen Asan ausscheiden. Ein Hype habe ich nicht, aber dieses Gehen immer gewinnen zu wollen, leider spiele ich nicht mit. Ja, das ist ja was, das ist ja das Problem, was wir haben aktuell in diesem Kader. Das Gehen ist halt nicht mehr vorhanden, wa? Das ist ja das Problem. Wenn das Gehen noch vorhanden wäre, müssten wir uns in der Ecke weniger Sorgen machen. So. Weil dann würdest du nicht 2:3 gegen Heidenheim verlieren und schon gar nicht. Wenn ich schon allein daran denke, kann ich mich schon wieder aufregen. 0:2 in dieser Art und Weise gegen Dortmund zu Hause. Wenn wir nur ansatzweise irgendwo in dieser Mannschaft versteckt in den Spielern, in den Füßen ein Sieger gehen hätten.
Junge, Alter. Der einzige war der Kimmich, der sich dagegen gestemmt hat. Alle anderen so, ach ja, ist mir doch egal. Spiel gegen Dortmund, ist doch scheißegal, bin interessiert. Boah, Alter, wäre ich da im Stadion gewesen, ohne Scheiß, ich hätte den Platz gestürmt. Junge, Alter. Nee, Leute, das war schon ernst gemeint, ne? Also wenn ich euch zu streng bin oder zu hart oder zu scharf oder kommt in meine Art nicht klar, dann geht mal zum Olli. Der fängt euch auf, das ist so ein Puderer, der pudert euch dann in die Kommentare. Kein Problem. Cordio, du bist selbst ein AB-Männchen, das hätte ich jetzt nicht gedacht bei deinen Sätzen, die du hier in den Chat schreibst, Cordio. Das überrascht mich jetzt aber hart. Der war gut, ey. La 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 la. Ich freue mich also aufs Rückspiel. Ich freue mich richtig aufs Rückspiel. Der da, vielen lieben Dank für 2 Euro. Hättest aber auch noch was zu schreiben können, oder? Wird doch vorgelesen. In der tollen KI. Nee, Rückspiel, ich bin nicht euphorisch, ich bin nicht gehypt, ich freue mich einfach aufs Spiel. Ich hoffe einfach, dass wir nochmal Leidenschaft zeigen. Nochmal, wir dürfen nicht den Fehler machen und denken, wir können Arsenal an die Wand spielen, dann wird es übel enden, glaube ich. Wir müssen Geduld haben, wir müssen ein bisschen Spielglück haben. Ja, und dann ist ja gut. Wenn wir am Ende des Tages irgendwie 2-1 gewinnen und weiterkommen, ja, bin ich zufrieden. Nur mir geht dieses Gehype auf Eier. So, weißt du? Und dann immer diese gleichen Argumente wie in der Vorrunde, Alter. Das ist ja der Knaller, warum mich das so triggert in diesen Kommentaren. Ja? Ich saß die ganze Vorrunde hier auf meinem Channel und habe die ganze Vorrunde mich in jedem Video mit den ganzen Idioten rumschlagen müssen, die gelabert haben, ey, ja, aber ihr seid ja Zweiter, der beste Zweiter aller Zeiten. Ergebnisfußball ist ja super, ist ja stark. Jede Woche habe ich den ganzen Kapsköppen das versucht zu erklären, warum ich das so sehe. Und jedes Mal wollten die mir erklären, ich darf das nicht so sehen, weil die Ergebnisse stimmen. Dann habe ich das vorhergesagt, was in der Rückrunde passiert ist. Kann ich mich mal ein bisschen selbst beweihräuchern, tut ja sonst keiner. Und jetzt höre ich mir die gleiche Scheiße an nach einem Champions League Spiel. Nochmal, wir haben gegen Dortmund 0:2 sang- und klanglos verloren. Das ist bei uns jederzeit wieder möglich. Ja? Alle Champions League Spiele vorher waren auch nicht super überzeugend. Ja, wir haben gegen Arsenal ein super Spiel gemacht, haben aber auch das Spielglück gehabt. Haben wir dieses Spielglück im Rückspiel nicht und bringen nur 10% weniger Leistung. Alter, dann steht es nach der ersten Halbzeit 3-0 für Arsenal und der Drops ist gelutscht. So. Ja, und jetzt sitze ich wieder hier und sage das voraus und dann gucken wir mal. Deswegen triggern mich diese dummen Aussagen von solchen Leuten. Das sind halt Leute, die sich null mit dem Channel auseinandersetzen. Ja, vielleicht sind das Leute, die einmal reinschalten und dann meinen, so einen Kommentar zu verfassen und dann haben sie es auch nicht anders verdient. Fertig. Ja, heute war ich ein bisschen gereizter, war ein stressiger Tag und so. Dann haben die Leute Pech gehabt. Falscher Zeitpunkt, wie im Fußball. Das Momentum war da nicht auf der Seite dieser beiden Leute, die ich da heute ein bisschen härter mal angesprochen habe in den Kommentaren. Und damit ist auch gut. Spiel gegen BVB war grausam, Kimmich der Beste. Ja. Ja. Mara, ich bereichere den Stream mit Weisheiten und Anekdoten. Das sind Fakten, Fakten, Fakten. Gruß vom Ambu. Ja, Ambu ist heute wieder gut drauf. Der haut einen Brüller nach dem anderen raus, ey. Ich spiele keine persönlichen Nachrichten im Stream vor. Auch nicht mit der Erlaubnis. Für Bayern lebe ich, lass dich nie im Stich. Boah,
Wollen wir die Bankettrede nochmal hören? Mhm. No. Der Twitch-Chat mag es gerne hart, ja, das habe ich schon mitgekriegt. Amo, ich würde dich schon vermissen, ja. So ein Tuchel Jünger muss halt auch da sein. Michael S., Servus. Werners, Untergönnung, Servus. Achraf. Schön hast du Red Friday, um die Wut rauszulassen. Ach, da müsste ich den Boxsack aufhängen gehen, Chico. Bin halt ein Gemütsmensch. Lange ruhig und still, bis man mich so nervt und richtig auf die Palme bringt. Da bekommt man dann auch was geboten. Bei mir ist das immer je nach Stressfaktor. Ist halt die Lunte mal so oder mal so. Aber ansonsten bin ich auch ein Gemütsmensch. Aber das müsste die Mara dann beantworten. Kannst du nochmal bitte die lange Lunte zeigen? Die habe ich nämlich noch nie gesehen. Schatz, habe ich dir erst vor 2 Tagen gezeigt. Bitte dich. Gehe ich aber mit. Ich habe bei so vielen Leuten auf YouTube versucht zu erklären, dass der beste Punkteschnitt seit Jahren schön ist, aber es bringt nichts, wenn du damit nichts gewinnst. Ja, vor allen Dingen... Guck mal, ich habe das ja gesagt. Wo wir das hatten, habe ich gesagt, die Rückrunde, es wird nicht so weitergehen, weil nicht jedes Mal wir uns mit Einzelaktionen rausretten. Und nein, der FC Bayern super stark. Die Leute haben alle die Spiele nicht geguckt, die das labern. Weißt du? Und das regt mich dann auf. Das sind Leute, die gucken die Spiele nicht. Die sehen das Ergebnis. Wow, der FC Bayern hat 3:1 gewonnen. Dass wir grottigen Fußball gespielt haben, nur durch Einzelaktionen mit viel Glück das Spiel gewonnen haben, raffen die halt nicht. So, weißt du? Und dann gehen die auf YouTube, wo ein Dude sitzt, der seit, weiß ich nicht, 40 Jahren jedes Spiel gesehen hat und wollen denen dann erzählen, nee, das ist aber nicht so, das ist so und so, weil ihr der beste Zweite bla 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 seid. So, dann kriege ich halt einfach einen Kackreiz, Alter. So. Ja? Das ist das doch. Wenn das ein Dude ist, der sich auch alle Spiele reingeballert hat, dann kann der erstmal ein bisschen differenzierter was erzählen. Und nochmal, es ist ja für mich völlig okay, wenn man sagt, ich gucke die Spiele und ich geil mich daran auf, wenn wir einfach gewinnen. Egal wie der Fußball ist. Verstehe ich ja. Ne? Wenn man das mag, Hauptsache das Ergebnis steht im Vordergrund, habe ich da gar kein Problem mit. So, aber dann versuch mich doch nicht von der Meinung zu überzeugen, Alter. Das ist halt der Triggerpunkt bei mir. Und der andere Triggerpunkt, dass die Leute echt denken, wenn ich da sitze und sage, ja, das sehe ich ein bisschen kritischer, das sehe ich so und so, dass die dann denken, dass ich denjenigen persönlich anspreche. Derjenige ist mir scheißegal, Alter. Ich kenne den doch nicht, der mein Video guckt. So, ich kenne euch hier, die öfter da seid. Ja, die kenne ich mittlerweile, die kann ich einordnen. Aber irgendeiner, der da zum ersten Mal reinschaltet, und er meint dann, er muss sich das Recht rausnehmen, um mir auf meinem Kanal was zu erzählen, oder was? Nee, muss er nicht, Alter. Weil das ist kein hier Ponyhof, wo ich sitze und sage, ach ja, da ist ein neuer Abonnent, oh geil, oh nee, den darf ich jetzt nichts Böses sagen. Dann kommt der nicht wieder und dann schreibt er nie wieder einen Kommentar. Nee, ist mir scheißegal. Dann kommt der nicht wieder. Wie der Niklas. Vor 3 Streams, habe auch nicht mehr wieder gesehen. Ja, dann ist das so. Wenn er das nicht verpacken kann, Alter, Pech gehabt. Feierabend. Wen interessiert? Junge. Die Taktik war super, dann kann man ihn mal loben. Ja, ich habe Tuchel auch gelobt. Sein Fehler war halt, die Auswechslung von Gnabry verpasst zu haben. Und die Auswechslung von Sané habe ich nicht ganz verstanden. Hat er ja dann argumentiert mit, ja, Lieber ist nicht mehr ganz rund gelaufen. So ein Ding, weißt du? Weil vorher, was wir hier auch durchdiskutiert haben auf diesem Kanal, lässt er den Leroy spielen. Gegen Gegner wie Mainz. Ja, der Leroy hat Schmerzen. Der Leroy spielt trotzdem, der muss Leistung zeigen. Damit er dann, wenn die Nationalmannschaft spielt, 10 Tage Pause haben darf. Habe ich mich hier hingesetzt, haben wir uns hier hingesetzt, haben gesagt, ja, ist eine super Idee, dass der Leroy dann, wenn die wichtigen Spiele kommen in der Champions League, sehr wahrscheinlich im Arsch sein wird. Oh Wunder, was ist passiert? Nein, wer hätte das gedacht? Und dann setzt der Tuchel sich heute in die PK rein und setzt sich dahin und erzählt, ja,
Also, das mit dem Leroy, das wird sich jetzt halt durchziehen, ne? Die ganze Saison. Auch die EM durch. Das können wir halt nicht während der Spielphase beheben. Alter, da hätte ich gerne seinen Kopf genommen, im Bud Spencer-Style, die Faust, und hätte ihm mal richtig von oben einen auf die Glocke gegeben. Alter, wie hohl muss man denn bitte sein? Wie dumm muss man sein als Mensch? Junge, er hatte vor der DFB-Pokal, DFB-Nationalmannschaftsmist, 2 Wochen davor, welche Gegner haben wir gehabt? Nochmal 2 Wochen davor, welche Gegner haben wir da gehabt? War es da super notwendig, dass Leroy spielt, bei den Leistungen, die er gezeigt hat? Nein. Nehm ihn doch raus 4 Wochen, mach Physiotraining, lass ihn runterkommen, lass die Schmerzen weggehen. Dann ist er in den wichtigen Spielen, wenn es um die Champions League geht, feuerfrei. Alter, das musst du dir mal reintun. Und dann sind wir wieder beim trojanischen Pferd angekommen, Alter. Und dann nimmt dann Leroy noch raus. Der beste Mann, der Einzige, der vorne offensive Szenen eingeleitet hat. Den nimmt er dann raus. Und macht den Gnabry noch kaputt. Was du nach 45 Minuten gesehen hast, dass der schon auf dem Zahnfleisch gelaufen ist. Weil er die ganze Defensivarbeit, die Davies nicht gepackt hat, musste der Gnabry noch liefern. So. Und dann dann setzen wir uns aber hin und sagen, ja, aber der Tuchel hat den FC Bayern ja gut eingestellt. Wie soll der FC Bayern denn sonst spielen? Der FC Bayern hat sich schon gegen Stuttgart hinten reingestellt. Meint ihr, dann spielen wir gegen Arsenal auf einmal offensiven Fußball und versuchen Arsenal in ihr eigenes Stadion an die Wand zu spielen, oder was? Eieiei. Anbo, so, wo kommen die Tuchel-Befürworter? Hau raus. Und das Ding ist ja auch, dass der Tuchel sich da nicht erklären kann, woher die Verletzungen immer kommen. Nee, ne? am Training liegt's nicht. Hat er ja heute gesagt. Wurde ja heute mal nachgefragt nach 11 Monaten. Herr Tuchel, woran könnte das denn liegen? Haben Sie da eine Erklärung für? Natürlich, Tuchels Standardantwort, weiß ich nicht, keine Ahnung. Am Training liegt's nicht, das Training ist top. Wir analysieren das, aber wir haben noch keine Anhaltspunkte gefunden. Ja, der medizinische Stab, bla Sülz. Alter. Nee, natürlich spielt das Training keine Rolle, oder? Wenn man so ein Jahr hat mit so viel Verletzten. Natürlich bestimmt nicht am Training. Nicht alle, weil die was in die Nudeln gemischt bekommen, oder was? Der hat mich heute wieder aufgeregt, der Mann. Merkt man nicht, ne? Ist doch gut so. Der Nagelsmann war aber auch bescheiden und der Nagelsmann haben wir wenigstens schön Fußball gesehen. Und wenn du dir mal den Punkteschnitt anschaust, wo sie auch alle noch drauf rumgeritten haben in der Hinrunde. Tuchel! Viel, viel besserer Punkteschnitt als Nagelsmann. Ja, wo steht der Tuchel denn jetzt? Sucht mal raus, ihr Statistik-Nerds. Ich glaube noch hinterm Kovac, oder? Wahrscheinlich noch hinterm Ribbeck, Alter. Ja, gehst du die Tage auf das Word Squad Video? Gibt's ein neues oder was, Laxi? Expected Goals hatten wir nicht so hoch, glaube ich, oder? Gegen Arsenal. Ja, Zweiter ist der erste Verlierer. Ist halt so. Wir sind alle Vereine belieben an unseren Trainer. Das tun wir ja auch, Anbo. Peps Fußball war schon heute anzuschauen bei uns. Ja, bis auf die letzten Züge war es schon echt kranker Fußball, Alter. Ja. Bin kein Bayern-Fan, mehr Nagelsmann-Fan, verfolge aber die Bayern etwas und bin auf deinen Kanal gestoßen. Hoffe, man ist hier auch als Nicht-Fan willkommen und kann mit ein bisschen Verstand einfach ein bisschen Meinung haben. Ja klar, Trommelfeuer kannst du das hier. Hier sind viele, viele Dortmunder, Kölner, selbst Gladbacher. Hier ist alles bunt gemischt. Ich würde fast behaupten, dass hier locker 30% nicht Bayerner sind auf meinem Kanal. Die meisten Bayerner, die verpacken mich halt nicht, weil ich zu kritisch bin. Also, ja, ist das eher der Fall. Da bist du nicht der Einzige. Denk an deinen Blutdruck. Raffi, der muss auch mal pochern, weißt du?
dieses Rückspiel nicht so kritisch. Wir sind in der Champions League seit x Jahren ungeschlagen. Und sind für mich auch Favorit im Rückspiel. Ne, Favorit sind wir für mich nicht. Ich sehe das Rückspiel auch nicht kritisch. Ich freue mich auf das Spiel. Ich gehe nur nicht mit diesem Hype mit. Ich glaube, Arsenal ist im Rückspiel immer noch der Favorit. Ja, zumindest für mich. Fühlte 126 Verletzungen. Ja, wir hatten ja schon mal so ein Jahr, ne? Wir hatten ja schon mal so ein Jahr. Lieber geht auf Tuchels Cape. Er hätte schon lange pausieren müssen. Ja, na klar. Aber dann ganz ehrlich, ne? Da muss auch mal die medizinische Abteilung oder halt dann der Eberl oder vorher der Freund. So, die müssen dann Machtwort sprechen, Alter. Ich verstehe das ja aus Trainersicht. So, wenn man meint so, ja, das ist ein super Spieler, auf den kann ich nicht verzichten, verstehe ich ja diesen Trainer-Move. Ja? Aber da muss von den Verantwortlichen kommen und sagen, pass mal auf, Leroy, du bist jetzt 4 Wochen raus. Komm mal klar. Stefan Effenberg als neuen Bayern-Trainer, Alter. Nein. Nein. Einfach nein. So ein guter Spielertyp wie der Effe war, nein. 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 Ich kann nur noch mal sagen, nein. Thomas Tuchel kann aus der Vordertür gehen. Wir können die Champions League gewinnen, ja. Werden wir dann sehen am Mittwoch. Wir sprechen uns dann Mittwoch, beziehungsweise Freitag im Stream dann wieder an, Bo. Mal gucken. Jörg, servus. Eine Ladung Wiener geholt. Frech. Also dann hätte man 4-0 wegklatschen müssen. Ja, locker. Easy. Habe ich auch eigentlich so gedacht. Ne? Wo der Uli ist? Ja, auf mit dem Uli, Alter. Seine letzten Statements wieder gelesen, Alter. Fällt mir auch wieder gar nichts so ein. Hat ein Trainer der Spezialisten, Ärzte, Physios und sonstige, die eben die Trainingssteuerung ansagen? Nee, alles der Tuchel. Selbst wenn er übers Wasser geht, sagt ihr hier noch nicht mal schwimmen kann er. Nee, jetzt mal ernsthaft. Ich verstehe den Take, habe ich ja gerade gesagt. Aber der Tuchel hat sich doch in die PKs gesetzt. Er wurde doch jedes Mal wieder danach gefragt. Und hat sich dann da hingesetzt und hat gesagt, der Leroy muss jetzt aber erstmal 110% liefern, dann darf er Pause machen, weil er nicht zur Nationalmannschaft fährt. Hat er oder hat er nicht? Hat er. Punkt. Beweisführung abgeschlossen. Er wusste doch, dass der Leroy mit Schmerzen spielt. Er wusste doch auch, dass Champions League-Spiele kommen. Und selbst wenn der Physio dann sagt, ja, weißt du was, ist alles halb so wild. Er hat doch dann selbst argumentiert, ja, ich habe den Leroy mal rausgenommen, weil der ist ja nicht mehr ganz rund gelaufen. Das sah ja schon sehr schmerzhaft aus. Und ja, ich konnte ihn nicht bringen, weil die Schmerzen waren jetzt zu stark. Das sind doch Tuchels Takes. Nicht die Takes vom Physio. Tuchels Takes sind das. Ja, ich konnte den Leroy jetzt nicht aufstellen, weil die Schmerzen zu stark waren. Wow. Wie überraschend. Junge, ich bin kein Physio, ich bin kein Arzt. Ich kann aber 1 und 1 zusammenzählen, was sowas anbelangt. Wenn da jemand sitzt und ich sehe den Spieler, der 0 Leistung bringt, der Spieler schon, welchem Spiel war das? Vor 3 Wochen? Wo er nach 2 Minuten da an der Ecke war und konnte sich kaum noch bewegen. Da sieht man ja wohl, dass der Spieler Schmerzen hat. Und nicht diese Leistung abrufen kann, die er kann. Und jetzt willst du mir erzählen, das sieht der Tuchel nicht, oder was? Der das selber in den PKs erzählt hat, wenn er sich da reinsetzt, dass der Leroy mit Schmerzen spielt? Da brauchst du jetzt nicht den Physio-Move machen, ja, Ambo. Zusammenfassung von 2021 wurde heute veröffentlicht auf YouTube-Kanal. Oh cool, Laxi, danke für den Hinweis. Natürlich hat der Tuchel sie nicht verletzt. So. Ach, natürlich hat der Tuchel sie nicht verletzt. Leute, was ist denn los? Na, 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 na.
jeden Samstag gedacht, was ein Müll, aber am Ende haben die Zahlen oben rechts in der Ecke gestimmt. Ja, aber wie lange war das denn so? Merkst du? Ich weiß, ich hab den Podcast schon gesehen mit Eric da, ja. Also ich habe noch nicht angeguckt. Ich war überlegen, ob ich eine Reaction drauf mache. Weiß ich noch nicht. Werd mir auf jeden Fall anhören. Ich mag einen Eric. Nagelsmann ist ein feiner Kerl. Genau, Arsenal tut nur so. Wenn man in der besten Liga Europas Erster ist, dann tut man nur so. Ist klar. Ist klar. Mir kommen die Oberen viel zu gut weg, was da für ein Chaos war, die letzten 2 Jahre alle Trainer allein gelassen, 2 Top-Trainer verschlissen. Ja, nee, Ambu, da hast du ja auch recht. Aber die sind ja nicht mehr da. Wen willst du da jetzt in Rechenschaft nehmen? Dann musst du den Kalle und den Uli nehmen. Obwohl der Kalle ja auch lange Auszeit hat, dann musst du den Uli nehmen. Oder unseren super Hightech-Präsidenten. So, Chrissy war nicht in der Verantwortung, ist jetzt in der Verantwortung, Eberl nicht, in Freund nicht. So, wen willst du jetzt nehmen? Na, das ist ja das Thema. Die haben wir alle ausgetauscht und ja, deswegen ist ja ein Tuchel auch weg. Und ja, du hast natürlich vollkommen recht. Nochmal, man hat einen Nagelsmann allein gelassen, man hat auch einen Tuchel allein gelassen diese Saison. Ne? Ich meine, ich habe 80 Minuten Video gemacht, was bei uns falsch gelaufen ist. Habe ich ja nicht gesagt, der Tuchel ist zu 100% schuld. Nee, natürlich nicht. Aber Tuchel ist halt der jetzt in den Spielen die Mannschaft aufstellt. So, und das kann man dann auch kritisieren. Ja, ich finde das halt, ist genau wie mit dem Barry, unserem Standardtrainer. Ich glaube, sein Co-Trainer, ne? Mit Kimmich und den Ecken. Das ist genau so ein Ding, überhaupt die Standards. Solange Barry nicht sagt, ja, jemand anderes schießt die Ecken, lässt Tuchel das so laufen. Er ist doch der Cheftrainer. Das ist ein Ding, was ich nicht verstehe. Ja, er hat das halt delegiert. Und er vertraut halt seinen Standardtrainer. Aber es funktioniert doch nicht. Er sieht diese Spiele doch Statistisch auch. gesehen sind wir doch die zweitbeste Mannschaft nach Arsenal in der Champions League, was Standardsituationen anbelangt. Ja, statistisch gesehen geht mir aber am Arsch vorbei. Ja, aber es ist ja nun mal so. Fakten, Fakten, Fakten. Arsenal ist doch nicht Favorit, bitte. Nee, natürlich nicht. Der Fisch stinkt immer vom Kopf, aber den Kopf haben wir doch schon abgeschnitten diese Saison. Ne? Den Kopf haben wir ja abgeschnitten. Ines Schmidt, es ist ja laut Tuchel so, dass Sané selber sagt, er möchte spielen, auch unter Schmerzen. Dafür kannst du keine 5 Minuten zuhören, nee, kann ich auch nicht. Kannst du dich noch erinnern, wo Pep Müller Wohlfahrt angegriffen hat, weil die Spieler zu lange Pause haben nach Verletzung? Ja, Pep war da schon echt wild unterwegs, ne? Kann ich mich natürlich dran erinnern. Da gab es ja auch riesen Zoff und Müller Wohlfahrt ist ja dann auch abgedankt. Effenberg am Samstag auf der Bank und Sonntag beim Dopa. Ja, und Co-Trainer macht dann der Strunz, oder was? Der am Handy dann die ganze Zeit mit dem Trapp telefoniert. Trapp, komm, Flasche leer, was hast du, Typ? Find Tuchel nicht schlecht, hat zu Bayern halt nicht gepasst. Ja, sehe ich genauso. Freue mich auf die Stimmung beim Rückspiel. Matthäus und F als Co-Trainer wäre meine Wahl. Ja, das kannst du vergessen. Ich fand Lothar echt gut als Trainer, ne? Ich fand es schade, dass er in Deutschland nie das Standing hatte. Warum auch immer, habe ich nicht wirklich verstanden. Und dann hat er sich ja irgendwie in dieser Expertenrolle sehr wohl gefühlt. Fand ich sehr schade. Ich glaube, der Lothar wäre ein richtig guter Trainer geworden. Also im Ausland war er ja schon erfolgreich. Wenn du mal gesehen hast, bei welchen komischen Clubs und Nationen er unterwegs war, was er da geleistet hat. Fand ich schade.
Wenn man Tuchel kritisiert, denken die meisten, man entschuldigt Spieler und Verantwortliche. Manche wollen es nicht verstehen. Nee, das Ding ist halt einfach, dass die Leute meinen, man greift den Tuchel persönlich an, als Menschen oder spricht ihm sämtliche Kompetenzen ab. Es hat halt einfach bei diesem Verein nicht funktioniert. Wenn er zu dem nächsten geht, wer auch immer das sein will, kann das sein, dass das Bombe einschlägt. Und das wird dann wahrscheinlich auch wieder Nachspiele haben in der Presse und so weiter, aber das ist dann halt so. Nein, das ist aber trotzdem so. Viele denken das. Das ist ja das Problem. Viele denken ja auch, wenn du viele Hinrunde, wenn du die Spielweise kritisierst, dass du ein Anti-Fan bist oder sonst was. Und viele denken halt wirklich, wenn du den Tuchel kritisierst, dass man sagt, der Tuchel ist zu 100% schuld. Das stimmt ja natürlich nicht. Ja. Wie gesagt, ich habe dann 80-Minuten-Video drüber gemacht, wo ich das erklärt habe, wie da meine Meinung ist. Und dazu stehe ich auch. Ja, ich meine, wir sehen es ja auch Woche für Woche. Wir haben es jetzt am besten gegen Arsenal gesehen. Wenn die Mannschaft will, kann sie auf einmal als Team agieren. Gegen Dortmund wollte sie das anscheinend nicht. Gegen Heidenheim anscheinend auch nicht. Nur 2 der letzten Beispiele. Also, da kannst du natürlich nicht sagen, das ist alles Tuchels Schuld. Also, nein, natürlich nicht. Völliger Schwachsinn, wer das erzählt. Der hat auch keine Ahnung von Fußball. Nur man muss ja sagen, dass Tuchel nun mal die Spieler aufstellt. Und wenn Tuchel einen Tell die ganze Saison außen vor lässt, ein Kretzig zustimmt, dass er verliehen wird, zustimmt, dass ein Stanley verliehen wird, dann sagt, Cancelo brauche ich doch nicht mehr, will ich nicht mehr, dann ist das halt Tuchels Schuld bei diesen Sachen. So, das heißt ja nicht, dass er für die ganze sportliche Situation allein verantwortlich ist. Natürlich nicht. Ja, da müssen wir ja nicht drüber reden. Aber am Ende des Tages ist Tuchel derjenige, der gerade die Mannschaft aufstellt. So, gegen Arsenal kannst du den Tuchel jetzt dafür loben. Ja, abgesehen von den Wechseln in meinen Augen, ansonsten hat er es gut gemacht. So, und genauso kannst du ihn gegen Dortmund, gegen Heidenheim dann auch kritisieren. Ja, gerade wenn man sieht, dass die Spieler nicht performen, dann muss ich halt mal reagieren. Und dann muss ich halt mal in der Halbzeit wechseln. Punkt. Und nicht immer schön, ja, nee, dann wird er böse, ich warte bis zur 70. Ach, ich warte bis zur 85. Dann bringe ich nochmal den Tell. Vielleicht kann er in 5 Minuten oder den Saragossa gegen Heidenheim. Ah ja, jetzt kann er nochmal 5 Minuten spielen. Der hat in 5 Minuten mehr gezeigt wie Müller über 85 Minuten. Warum da nicht zur Halbzeit raus? Wo ist das Problem? Wofür haben wir denn diesen Kader? Dafür, dass wir dann für 5 Minuten vor Ende wechseln, oder was? Verstehe ich halt immer nicht. Und das ist halt Trainergeschichte. Hat der Tuchel selber gesagt, er lässt sich da nicht reinreden, das sind seine Entscheidungen. Hat der klipp und klar in der PK gesagt. So, und damit darf die Mare übernehmen. Ich gehe pinkeln und hole mir ein Bier. Viel Spaß. Ja. Hallo erstmal. Ja, es ist nie einer alleine schuld, ne? Du kannst jetzt auch nicht hingehen und sagen, wenn die Mannschaft scheiße gespielt hat, ja, es lag nur an, sagen wir mal, Davis oder sonst irgendwas. Es ist halt ein Mannschaftssport und wenn die nicht umsetzen, was der Trainer ihnen vorgibt, kannst du machen, was du willst. Und anscheinend, ja, hakelt es da irgendwie in der Kommunikation, meiner Meinung nach. Oder aber der Tuchel ist bei manchen Spielern ja zu sehr darauf bedacht, dass die nicht schlecht von ihm denken. Oder will es sich nicht mit denen versauen, keine Ahnung. Servus, Gerard. Ja, besser später als nie, wa? Ich glaube, der Jupp Heynckes, der hat sein Handy, wenn er eins besitzt, in den Flugmodus geschaltet. Der will damit gar nichts zu tun haben. Ja, Arsenal ist Außenseiter, weiß ich nicht. Ich denke halt immer, es gibt so Tage, da kann jeder gewinnen. Das ist egal, ob Außenseiter oder nicht. Da gehört so viel dazu. Ob man da jetzt unbedingt sagen kann, Arsenal ist ein Außenseiter, nur weil wir zu Hause spielen und auch die Fans wieder im Rücken haben. Keine Ahnung. Oder wie begründest du das mit dem Außenseiter, Matthias?
Ciao WhatsApp, schönen Abend noch und viel Spaß auf dem Geburtstag. Wie Ruhe. Die Mara euch einfach allein gelassen, oder was? Nein. Nur wenn ich was sage, dann kommt halt keine Gegenwehr. Ist. Ja. Wie kommt Mir keine will sich Gegenwehr? Ja, wird sich keiner unterhalten mit mir. Frech, Leute. Gehen halt einfach dann alle. Der Frech. WhatsApp ist auch lieber auf den Geburtstag gegangen. Tut mir leid. Ein guter Podcast mit Diana, das glaube ich. Muss ich mir noch anhören. Habe ich, guten Abend. Für die Analysen und Reaktionen schlüssig, es ist selten geworden, dass man einen Streamer mit Sarkasmus und Humor zu finden. Okay. Danke erstmal, ja, bin ich nicht drin in dem Thema. Wie gesagt, ich konsumiere sonst nur mal Stay ab und wann, aber auch nur auf YouTube, nicht auf Twitch. Ansonsten konsumiere ich leider die Mara mal als Streamerin, ja. Ansonsten niemand. Ja, Adam, aber du musst doch als FC Bayern in der Lage sein, wenn so ein Müller-Wohlfahrt nicht mehr da ist, ein Team zu haben in der heutigen Zeit, was das kompensieren kann. Ja? Zwar wahrscheinlich nicht auf dem Level, wo Müller-Wohlfahrt war, ich denke, da sind wir uns einig. Aber trotzdem ist das diese Saison schon echt viel, ne? Tuchel ist ein absolutes Mysterium für mich. Super schade. Ich war so gehypt, als der Tuchel gekommen ist, Leute. Ich finde das so schade, ey. Wirklich. Tuchel ist super komisch, Alter. Ey, wenn ich allein an die Pressekonferenzen zurückdenke. Das geht auf keine Kuhhaut, was der alles rausgehauen hat in den Laufe der Saison. Das geht nicht. Das geht auf keine Kuhhaut. Ja, also Tuchel ist mir irgendwie zu sehr, ja, der Spieler ist zu jung, der hat zu wenig Torbeteiligung, bei dem passt mir die Nase nicht. Also er hat irgendwie an jedem was zu mäkeln und die Argumentation auch auf dem PK, so wie du es sagst, die schlagen echt dem fast den Boden aus, ne? Alleine wenn ich da schon höre, ja, weiß ich nicht, ja, warum war das denn nochmal so? Ey, da falle ich vom Glauben ab. Ja, man hat das ja gegen Heidenheim gesehen, ne? Wenn du gegen Heidenheim, das war ja im Endeffekt dieselbe Frage oder eine Frage an beide Trainer, die dasselbe Problem haben. Tuchel wie immer, wie seit 9 Monaten. Er hat seit 9 Monaten keine Ahnung, warum das so ist. Warum wir immer diese Leistungsschwankungen haben, diese Formtiefs, Blasels. Und dann wird der Heidenheim-Trainer gefragt, der seit 4 Spielen oder 5 Spielen das Problem hat, dass sie in der ersten Halbzeit abkacken. Und er setzt sich da hin und sagt, ja, das müssen wir mal besprechen. Da muss ich mal die Spieler mit einbeziehen. Da muss ich mal nachfragen. Vielleicht liegt das auch an mir. Ja, und so weiter. So. Ja. Genau, das erwartet man von einem Trainer. Ja. Und Tuchel so, nee, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Jetzt seit 9 Monaten, ich weiß es immer noch nicht. Wir sind immer noch nicht dahinter gekommen. Nach 9 Monaten. Da fällt dir ein Ei aus der Hose. Ja, wie souverän der war von Heidenheim. Wie souverän der einfach als Coach war. Auf diese Frage. Und wie unsouverän der Tuchel da war. Das war krass zu sehen, Alter. Das war wirklich krass zu sehen. Das hat mich gebrochen in dem Moment. Ja, das versteht keiner. Deswegen sage ich ja, der hätte halt ein Verantwortlicher einschreiten müssen in meinen Augen mit dieser Sané-Geschichte. Nein, Spieler, guck mal. Hat die Mara ja gerade auch schon beantwortet. Ines, falls du noch da bist. Spieler sind immer so, wenn du selber mal Fußball gespielt hast in der Mannschaft, wenn du Schmerzen hast, auch wenn du mal einen auf die Knochen kriegst im Spiel und sowas und du müsstest eigentlich rausgehen, du spielst weiter, weil es ein Mannschaftssport ist. Wenn du ein Mannschaftsgefüge hast, dann willst du spielen, willst für die Mannschaft da sein und dann muss ein Trainer einschreiten. Der Spieler wird dir immer sagen, er will spielen. Ja, ich hau mir eine Spritze rein, ich hau mir eine Pille rein, alles gut, Trainer, geht schon. Der Spieler wird immer sagen, er will spielen.
Beste Beispiel, guck dir das an, wenn zwei mit der Köppe zusammenballern. Hier der eine, war doch im Spiel gegen uns, wo der Schiri dem da die Zunge aus dem Hals geschoben hat. Nach 5 Minuten war er wieder da und wollte weiterspielen. So, der Spieler würde niemals sagen, nee, alles gut, komm, ist besser, ich gehe jetzt raus. Ja? Erinner dich an Guido Buchwald, an Dieter Hoeneß damals, da wird der Kopf getackert, da kommt ein Turban drauf, dann spielt er weiter. So, du wirst niemals einen Spieler haben, der sagt, Trainer, nee, ich kann nicht, ich habe Schmerzen. So weit sind wir einfach noch nicht. Ja? Das wird ja als Schwäche ausgelegt werden. Das geht nicht, das macht man nicht. So, der Spieler will immer spielen und deswegen hat man ja heutzutage Ärzte, Physios, Trainer, Fitnesstrainer, Athletiktrainer, was weiß ich, wie viele Trainer der Tuchel mitgebracht hat, Alter. So, und der Tuchel wusste über all das Bescheid, weil das hat er jedes Mal in den PKs kommuniziert. Und da muss ich, wenn ich ein schlauer Trainer bin, sagen, pass mal auf, Leroy, es ist Länderspielpause, du bist nicht eingeladen, da hast du 2 Wochen Pause. Jetzt haben wir Mainz, bla vor der Brust. Komm, nimm dich mal raus. Du machst Physiotraining, machst Aufbautraining, machst einen ruhigen, damit du für die entscheidenden Spiele, den letzten Titel, den wir überhaupt noch irgendwie holen können, die Champions League, fit bist. Und dass ich nicht dann in die Probleme komme und sagen muss, oh, 60 Minuten gespielt, ach, der Leroy sieht jetzt aber ein bisschen komisch aus. Ich nehme den jetzt mal raus und hoffe dann, dass er in 7 Tagen fit ist, um überhaupt spielen zu können gegen Arsenal. Das musst du dir mal reintun. Da sind wir angekommen. Und das ist völlig sinnfrei. Und das ist eine Trainerentscheidung. Und nicht die Entscheidung von Uli Hoeneß. Ja? Das ist der Co-Trainer. Ey, der Co-Trainer macht bei mir die Standards nicht. Stefan Frech. Ja, aber statistisch passt das ja auch nicht mehr bei uns. Ja, das, wie gesagt, das hatten wir gerade. Wenn man Tuchel kritisiert, denken viele, dass man die Spieler verantwortlich entschuldigt. Nee, natürlich nicht. Aber Tuchel hat halt schon dumme Moves gemacht. Das muss man einfach, das muss auch der Ambu eingestehen. Ne? So, er hat sich vor der Saison, ich kann das Beispiel immer wieder bringen, gesagt, Kimmich, Goretzka sind keine Führungsspieler, ich will eine neue Achse bilden, Kimmich ist kein Sechser. Alles gut, gehe ich 100% mit ihm. Ja, 100% gehe ich mit ihm. Das hat er aber öffentlich bei der Saison gesagt. Na klar hat er das gesagt, in der Hoffnung, dass ein Declan Rice kommt, dass ein anderer defensiver Sechser kommt oder sonst was. Hat natürlich dann nicht geklappt. Ein Schelm, wer da Böses denkt. Aber dann stelle ich einen Kimmich durchgehend auf die scheiß Sechserposition. Nur aus meiner Sicht, um zu demonstrieren, dass er das nicht kann. Ja, damit ich in der Winterpause doch noch den Sechser kriege. Hat natürlich wieder nicht geklappt. Wow, wer hätte das nur gedacht? Und dann irgendwann stelle ich ihn doch mal auf die rechte Verteidigerposition, anstatt den Leimer da zu verheizen. Und ach, du Scheiße. Kimmich, seitdem er da ist, hat 2, 3 Spiele gebraucht, um sich einzufinden. Jedes Mal eine stabile Leistung. Hätte man das nicht am Anfang der Saison machen können? Wäre zu einfach gewesen, oder was? Das sind alles so Dinger, die ich nicht verstehe. Er sagt ja selber, dass es so ist, auch bei den ganzen anderen Entscheidungen. Er sagt immer, ja, genau so ist das, aber macht dann das Gegenteil. Ganz verwirrt der Mensch. Weiß nicht, vielleicht hat er 2, 3 gespaltene Persönlichkeiten. So kommt mir das manchmal vor. Lothar war ein super Trainer, seine Frauengeschichten waren damals zu wild. Das scheißt doch auf irgendwelche Frauengeschichten. Oh, nee, nicht den Favre, Alter. Der Favre ist wirklich ein guter Trainer. 100 Pro, gehe ich mit. Hat mir gut gefallen, auch in Gladbach und so. Aber der ist auch, weiß ich nicht. Ich glaube, der wäre den Druck auch nicht gewachsen bei uns. Arsenal ist Außenseiter. Bild. Favre ist ein gutes Beispiel, um zu sehen, wie einem Trainer Kompetenzen fehlen, obschon er höchstes Niveau über Fußball reden kann. Favre ist für mich das Gegenteil von Hansi Flick. Hansi Flick hat ganz wenig Kompetenzen,
ist aber ein super Menschenfänger und ein super Puderer, ein super, der das Mannschaftsgefüge, deswegen war er auch ein super Co-Trainer. Ja, ist genau das Gegenteil. Raus in Haus, guten Abend. Jupp Heynckes, nein, Alter, lass den Jupp in Ruhe, ey. Lass den Jupp da, wo er ist, auf seinem Bauernhof, lass ihn in Ruhe einfach. Lass den Jupp in Ruhe, er ist in seinem Lebensabend angekommen und lass ihn einfach in Ruhe. Ich glaube, ohne Scheiß, wenn der Jupp Trainer wäre, der hätte einen Herzinfarkt gekriegt bei dem Kader. Ohne Scheiß. Nein, lass ihn in Ruhe. Hat er sich verdient. Wie geht's, wie steht's? Super. Nein, war es nicht, Ambo. Genau das war es nicht, was du gerade sagst. War es nicht so, dass der Verein gesagt hat, Cancelo ist zu teuer, und war es nicht so, dass Tuchel noch Palhinha und ein Abwehrspieler wie Walker versprochen wurde, als er zugestimmt hat, dass die beiden Jungen verliehen wurden? War es nicht so, dass keiner kam, Transfers Taskforce? Nee, es war so, dass Tuchel gesagt hat, der Verein war mit Cancelo eine, und Tuchel hat gesagt, nein, ich brauche einen Cancelo doch nicht. Das hat Tuchel gesagt. Zu Palhinha und Abwehrspieler wie Walker kann ich dir nichts sagen. Aber den Move hat der Tuchel gemacht. Oh, da fällt mir wieder die Geschichte ein mit Dingens. Wie heißt er? Mann, mir fällt der Name nicht ein. Von wegen, ich wusste nicht, dass er wechseln will. Der Pavard. Ja. Alter, das hat war er erst auch seit so einem Jahr dumm. kommuniziert. Entweder spiele ich Innenverteidiger oder ich will den Verein verlassen. Nee, der Benji hat mit mir nicht gesprochen, ne? Also mit mir hat der Benji nicht gesprochen. Nein, der Benji, der ist Spieler dieses Vereins. Nein, mit mir hat er nicht gesprochen. Jeder wusste das. Jeder wusste das. Jeder Nicht-Bayern-Fan wusste das. Nur Thomas Tuchel nicht. Weil der Benji nicht mit ihm gesprochen hat. Das musst du dir reintun, Alter. Da setzt er sich ernsthaft in eine PK und erzählt das. Aus voller Überzeugung. Nee, also Leute, der Benji hat mit mir nicht gesprochen. Ich wusste gar nicht, dass er überhaupt den Verein verlassen will. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Nee, das wusste ich nicht. Jeder wusste das. Seit einem Dreivierteljahr. Jeder. Da siehst du doch, wie verstrahlt er ist, was sowas angeht. Mann, Gerard, servus. Ich weiß, dass du das negativ meintest, Dejan, aber ganz ehrlich. Solange die nicht minderjährig sind, soll der Lothar vögeln, was er will, Alter. Ist das sein gutes Recht? Wenn die Weiber sich darauf einlassen, dann ist das so. Ist mir doch egal. Solange die Frau nicht wieder Boateng vermöppt, ist doch alles gut. Muss man das negativ auslegen oder was? Nur weil der Lothar, weiß ich nicht, fühle ich nicht. Auch beim Boris nicht. Boris auch so einen schlechten Ruf gehabt. Meine Güte, muss doch jeder für sich wissen. Mara rockt das schon hier, na klar. Wir machen das auch demnächst so, dass ich die erste Stunde mache. Oh, ist der Licht ausgegangen in der Arena? Was ist nur noch schwarz-weiß? Ich mache die erste Stunde, Mara macht den Rest dann. Das glaube ich weniger. Nein, der Jupp war schon ein geiler Trainer, ey. Na klar gab es Streit unter den Spielern, Alter. Schon vor Jahren. Du hast bei uns immer diese Fraktion gehabt, habe ich schon mal erklärt. Thomas Müller, Manuel Neuer, plus dann die so Thomas Müller nah sind. Musiala ist Müller nah und so weiter. Und dann hast du immer die Generation gehabt, die dahinter steht. Kimmich, Goretzka, Sané, Gnabry ist ja so eine Kombo, der Süde damals noch. Das war immer so die Generation, die gerne die Generation Müller-Neuer ablösen wollte. Problem ist, der Neuer ist immer noch im Tor und ist Kapitän. Der Müller ist immer noch da. So, weißt du? Der Kimmich hatte nie die Chance gehabt, dass man jetzt mal sagt so, komm Josh, jetzt ist es soweit. Du bist jetzt hier der Mr. FC Bayern, was er ja gerne haben wollte. Nie. Er ist immer dritter Kapitän. Ja? So, er war nie in dieser Verantwortung, wo er gerne rein wollte. Dasselbe mit Goretzka. So, wir hatten immer diese zwei Lager. Und du hast immer, je nach Trainer, entweder das Lager war für den Trainer, das Lager gegen den Trainer. Du hast nie einen Trainer gehabt, der beides mal hingekriegt hat. Außer Hansi Flick, der konnte die alle gleichzeitig schön pudern. Der hat das im Griff gehabt. So, jeder andere Trainer hat entweder mit der Seite Probleme gehabt oder mit der Seite.
Und deswegen ist ja auch das Thema Nagelsmann jetzt, dass wieder viele sagen so, oh nee. Weil Müller, die Generation Müller, Neuer, brauchen wir nicht reden, oder? Das ist ja das Problem. Zu viel Macht für Spieler bei uns einfach. Der Juppe lebt noch, na klar. Wir brauchen wieder einen Trainer, wo die Spieler durchs Feuer gehen, wie bei Liverpool, Barca und jetzt Leverkusen. Du brauchst halt einfach einen Trainer, der mit der Mannschaft wieder eine Einheit ist. Ne? Das ist ja, was bei uns abgeht. Schon ewig auch. Auch beim Kovac war das nicht so. Magath hat funktioniert, weil Magath mit Angst gearbeitet hat. Auch da wären die Spieler nicht für den Trainer durchs Feuer gegangen. Die Spieler sind durchs Feuer gegangen, weil sie Angst hatten vor diesem Trainer. Ja, das ist Magaths Style. So. Ja. Aber dass du das so hast, wie es in Leverkusen gerade ist, du merkst halt, dass das eine Einheit ist, Trainer und Mannschaft. Das merkst du einfach in jeder Form. Ne? Da müssen wir einfach hinkommen. Und dann ist der Name scheißegal, der da auf der Bank sitzt. Ob das Zerbi ist oder hier GB sein Typ, ob das Nagelsmann ist, ob das was weiß ich wer ist mir am Ende des Tages egal. Du musst es wieder schaffen, dass das alles eine Einheit ist. Und das ist super schwer. Ja, Ines, da hast du natürlich recht. Wenn man ein großer Spieler ist und den Mannschaftsgedanken hat, dann sollte man sagen, dass man nicht fit ist und der Mannschaft eher schadet wie hilft. Ja. Aber wer macht das halt? So, Baby, was wolltest du? GB schreibt gerade, liegt daran, dass man zum größten Teil am Trainer vorbei die Transfers tätigt. Das ist jetzt aktuell auch wieder so ein Ding. Die Kaderplanung für die nächste Saison, die stockt meines Erachtens nach komplett, weil sie noch keinen neuen Trainer haben. Du kannst jetzt nicht wieder hingehen und sagen, okay, ich hole jetzt den und den Spieler und der neue Trainer, der kann mit denen gar nichts anfangen, weil er ein ganz anderes System spielt. Das zieht sich auch schon wieder meines Erachtens nach wie Kaugummi viel Ist zu doch lange. alles gut. Wir werden doch jetzt im Laufe des Aprils, was haben wir jetzt heute? Den 12. Ich sage, am 29. steht der neue Coach fest. 29.04. Mein Take. Ich habe hier gerade noch was Interessantes gelesen. Warte. Wo war's? Oh, nee, das ist das nicht, aber da muss ich auch noch was zu sagen. Also Anbu, nee, das sehe ich anders, ne? Nochmal, das sehe ich anders, weil Tuchel vor der Saison schon manche Spieler demontiert hat innerhalb der Mannschaft. Er hat dann De Ligt demontiert. Er hat einen Tell verhunzt in meinen Augen, er hat einen Kretzig weggeschickt und so weiter. Ich glaube, ein anderer Trainer, der da vielleicht ein bisschen mehr Mut gehabt hätte, diese Etablierten in Frage zu stellen, dass da doch was anders gelaufen wäre. Es ist schade, dass Tuchel das nicht hatte, weil ich eigentlich ihn dafür eingeschätzt hatte. Aber das sehe ich ein bisschen anders. Ich glaube schon, ein anderer Trainer, dass da irgendwas anders gelaufen wäre. Aber irgendwas hatte ich gerade noch gelesen. Oh, ich glaube, das ist schon weg. Ey. Ich glaube, das war von GB. 30, wie mit Mara umgegangen wird? Ja, na klar. Unterschreibe ich so. Wie war es ein guter Take? Und der soll von GB gekommen sein? Der wäre mir aufgefallen. Na, irgendwas hatte ich gelesen. Ne? Ja, kannst du mal andeuten, um was es ging? Ja, weiß ich nicht mehr. Also suchen wir jetzt im Ach, hier. Prinzip nach irgendwas. Nee, von Chico. Auch die Sommertour haben wir alle im Discord Pavlo gelobt. Ja. Von Anfang an. Von Anfang an habe ich gesagt, Pavlo muss spielen. Von Anfang an.
Selbstbeweihräucherung. Ja, und warum soll man nicht die ganze Saison mit dem 18-Jährigen planen, wenn du in der Hinterhand einen Goretzka, einen Kimmich und einen Leimer hast? Anbo. Was ist das immer für ein Argument, Alter? Es ist ja ein Argument, wenn dieser 18-Jährige super instabil gewesen wäre, von den Leistungen her. Aber das war er doch nicht. Egal, wann er reinkam, ob gegen Dortmund, wo er super nervös war, hast du ihm das angemerkt, die 30 Minuten, die er spielen durfte? Nein. Pavlo hat kein schlechtes Spiel gemacht. Jedes Mal, wenn er gespielt hat, hat er geliefert. Und zwar besser als die auf diesen Positionen gespielt haben. Und warum sollst du dann nicht sagen, ich plane mit einem 18-Jährigen, wenn er dieses Leistungsniveau hat? Was ist das für ein Take? Wenn du jetzt sagen würdest, ja, ich plane mit den 18-Jährigen und habe kein Backup, wenn das schief geht, bin ich bei dir. Würde ich nicht machen. Hast du recht. So, aber ich habe doch noch 3 andere Spieler, die das können. Und da kannst du doch sagen, ich stelle den Kimmich auf rechts, weil das Kimmichs beste Position ist und bringe den Pavlo als 18-Jährigen im Mittelfeld. Und ja, hätte der Pavlo das dann nicht gepackt, dann hättest du den scheiß Kimmich genommen und hättest ihn wieder in die Mitte gestellt und alles wäre gut gewesen. Aber man hat es doch gar nicht erst versucht. Man hat es nur dann gemacht, wenn keine verkackte Alternative mehr da war. Und jedes Mal hat der Pavlo geliefert. Jedes Mal. Immer dieses Rumgereite darauf, dass ein Mensch 18 ist oder 17 ist. Verstehe ich nicht. Sorry. Ja, na klar wird er Leistungsschwankungen in der Saison haben. Natürlich. Guck dir unsere etablierten Säcke an. Kimmich, Goretzka, Leimer. Haben die keine Leistungsschwankungen? Die haben mehr Leistungsschwankungen als der Pavlo. Also das ist für mich kein Argument, sorry. Ganz ehrlich nicht. Fühle ich nicht. Dasselbe mit dem Tell. Genau dasselbe, fühle ich auch nicht. Ist für mich auch kein Argument. Das nur im Alter festzumachen, nur weil wir vom FC Bayern reden, da geht das nicht. Was ist das für eine Aussage? Nee, sorry. Aber vielleicht ticke ich da einfach auch ein bisschen anders. Mag sein. Da, 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 da. Ja, so ein junger Bursche, der ist halt noch nicht so satt. Der will halt noch, ne? Der reißt sich einen Arsch auf und ja. Das noch nicht mal, aber du hast doch beim Pavlo gesehen, ja, das hast du natürlich zusätzlich, logisch. Aber du hast doch beim Pavlo gesehen, wie abgewichst der in seinem Alter schon ist. Wir reden doch nicht davon, dass das ein Spieler ist, der reinkommt, super nervös ist, super fickrig ist und den Ball nur nach hinten oder quer spielt. Nee, was macht ein Pavlo? Den spielst du an unter Druck, ja, da kommen 3 Leute an, ja, dann dreht er sich, macht einen Haken und spielt noch einen super Ball nach vorne und nicht quer und nach hinten. Das ist, was ein Pavlo macht und das super unaufgeregt. Und dann ist doch egal, ob der 18 ist oder 28. Wen interessiert's? Ja, dann sind wir wieder bei dem Thema, ach ja, der hat noch keine Erfahrung. Ja, Champions League, auswärts bei Arsenal, Stimmung, auswärts bei Galatasaray, Stimmung. Kann er das, verpackt er das? Junge, der kam in Dortmund rein. Nee, ist für mich kein Argument, sorry. Aber vielleicht bin ich da auch einfach ein bisschen festgefahren. Aber Alter ist für mich kein Argument. Genau andersrum. Eric Dyer, so. Und wenn er 32 ist, der Neuer, wenn er noch liefert, wenn er 45 ist mir scheißegal. Wenn er immer noch liefert, dann liefert er noch. Punkt. Na, 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 na. Ich denke halt auch mal, dass es viel weniger seine Kreise gezogen hätte in der Öffentlichkeit, sag ich mal. Wenn man jetzt gesagt hätte, okay, wir setzen auf Pavlovic und Tell, anstatt jetzt dieser Hickhack, der dann im Großen und Ganzen am Ende war, mit Sechser-Diskussionen hin und her, einfach mal machen. Du Einfach musst mal das die ja auch noch Eier nicht mal haben. kommunizieren. Du musst dich ja nicht kommunizieren und dich unter Druck setzen selber. Du stellst sie halt einfach auf und gut. Und wenn es nicht mehr Ja. klappt, nimmst du sie raus. Dann hast du dich nicht unter Druck gesetzt. Ne, ich denke auch mal, da hätte gar keiner großartig, auch in der Presse, kein Wort drüber verloren.
Nee, die Leute haben ja darüber verloren, dass Pavlovic nicht mehr gespielt hat, wenn er die Leistung gebracht hat. Darum ging es ja dann. Und Fabienne, ja, natürlich fehlt uns so ein Niedertyp. Da müssen wir ja nicht drüber reden, aber der Niedertyp, der da vielleicht hätte reinwachsen können, hat man ja demontiert vor der Saison mit einem Kimmich und Goretzka. Wo ich glaube, dass beide das nicht gepackt hätten, aber man hat sie vor der Saison ja demontiert unter diesem Trainer. Ja, nicht nur ein Kimmich und Goretzka, auch De Ligt, ne? Das war ja auch ganz Ja, aber knapp, den hat man dass ja der wenigstens nicht öffentlich demontiert. Nochmal, Tuchel hat sich bei der Sohn hingesetzt und hat gesagt, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, aber Kimmich und Goretzka sind für mich keine Führungsspieler. Ich möchte gerne eine neue Achse bei uns etablieren. Das war seine wortwörtliche Aussage. Die kannst du dir online angucken. So. Was erwarte ich dann noch von diesen Spielern? Ist halt wild, ne? Es waren halt wilde Takes von Tuchel. Ich verstehe den Hintergedanken, den er versucht hat, weil das gewohnt ist von Paris und Chelsea. Ja, wir machen mal den Geldkoffer auf. Hier hast du mal 1,5 Milliarde. Geh mal shoppen. So, das ist halt beim FC Bayern nicht. Ja, er war ja schockverliebt am Mo, als er gekommen ist. Ja, na klar hat der Verein und die Spieler den gleichen Anteil an Mo. Da müssen wir nicht drüber reden, das habe ich ja auch gesagt. Ne? Du weißt ja auch nicht, was ihm versprochen wurde. So, wenn ihm wirklich gesagt wurde, pass auf, wir holen ja noch einen defensiven Mittelfeldspieler, wir holen ja noch einen rechten Verteidiger und man setzt es da nicht um, dann lässt man den Trainer im Regen stehen. Darum geht es ja auch gar nicht. Da gehe ich ja voll mit dir. Und ich gehe auch voll mit dir, dass manche Spieler den Trainer im Regen stehen lassen. Aber da ist er dann halt wieder teilweise selber schuld. Wie siehe Kimmich und Goretzka. Wenn ich die so demontiere vor der Saison, kann ich halt nicht erwarten, dass die für mich durchs Feuer gehen. Ne? So, das hätte man sich halt schenken können. Und natürlich ist nicht nur der Tuchel schuld. So, das habe ich ja auch schon mehrfach gesagt. Aber seine Takes sind halt auch schon sehr verwirrend. Ja, die sind halt einfach verwirrend für mich. Das sind Sachen, die ich nicht verstehe. Ich werde aus dem Tuchel nie mehr schlau werden, was der bei uns abgeliefert hat. Es geht nicht. Das ist für mich ein Unding. Ich kann es nicht nachvollziehen. Vielleicht habe ich einen Knoten im Schädel, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht logisch nachvollziehen. Die jüngsten Beispiele mit dem Leroy. Das jüngste Beispiel. So, davor kannst du den Tell nehmen, du kannst einen Pavlo nehmen, du kannst einen Kimmich nehmen, du kannst einen Goretzka nehmen, den kann ich noch ein bisschen nachvollziehen. Am Anfang der Saison, wo er ein bisschen kitzeln wollte, verstehe ich. Du kannst das mit dem Kretzig sehen, warum man den weggegeben hat, I don't know. Da gibt es so viele Sachen, die gehen in meinen Kopf nicht rein. Aber deswegen bin ich auch nur YouTuber und verdiene keine 18 Millionen als Bundesliga-Trainer, ne? Was willst du zu Franco Foda bei uns finden? Nur eine Meinung. Keine Ahnung. War der Franco Foda nicht zuletzt Österreich-Trainer oder sowas? Beim Rangnick oder so? Ich habe keine Ahnung. Ich kann zu dem gar nichts sagen. Ja, Collio, Jens Jeremies ist natürlich ein Beispiel, ja. Ja, es passt auch nicht zwischen Bayern und Tuchel, Punkt. Das kannst du halt einfach, wie gesagt, ich habe ja auch immer gesagt, dass der Tuchel kein schlechter Trainer ist. So. Aber nochmal, wir haben zusammen die Jahreshauptversammlung geguckt. Du hast gesehen, wo kommuniziert wurde, wir setzen auf Jugendspieler, hast du Tuchels Fresse gesehen. Hat er keinen Bock drauf. Und das ist ja auch okay. Nicht jeder Trainer hat Bock, Spieler zu entwickeln. So. Für mich ist Tuchel, nach meiner Einstellung, ist Tuchel ein Trainer, der gerne fertige Spieler kauft, die in sein System passen und dann kann Tuchel guten Fußball spielen. So, völlig okay. Und vielleicht wurde ihm das bei uns versprochen, das wurde dann nicht eingehalten, deswegen war er pissig und bockig wie ein kleines Mädchen auf dem Ponyhof und deswegen hat er Sachen gemacht, wie er sie gemacht hat. So ein Ding halt. Ja, Gerhard Berger, sehe ich genauso. Tuchel ist all in gegangen und es hat dann leider nicht so gefunzt, wie er sich das vorgestellt hat. Boxjag, servus. Aber deswegen ist er ja nicht alleine schuld, ne? Bayern zahlt bestimmt nicht 130 Millionen, um Arsenal zu überbieten.
Ja, aber da sind wir doch schon bei dem Thema. Versetz dich in die Rolle von Kimmich. Ja, Argumentation abgeschlossen. Mit dieser Rice-Geschichte und den Aussagen, die dazu kamen. Aber dann setze ich trotzdem weiterhin als Notnagel. Ach ja, Kimmich, du bist dritte Wahl eigentlich, aber du bist jetzt mein Sechser, oder was? Völlig hinverbrannt, Alter. Manchester City, Arsenal, Real und Leverkusen ist der Maßstab, wo FC Bayern hinkommen muss. Und dafür brauchen wir einen mutigen Trainer wie Nagelsmann. Ja, du kannst auch VfB Stuttgart da mit reinnehmen. Also alles, was ich diese Saison von Stuttgart gesehen habe, war super geiler mannschaftlicher Fußball, Alter. Und da siehst du auch, dass es mit wenig Geld geht. Hm? Die Fresse, die Pavard immer gezogen hat, wer VfB spielen musste. Ja, selbst da hätte Tuchel das ja schon verstehen müssen, oder? Auch wenn er nicht mit ihm gesprochen hat. Ich finde Lothar auch sehr gut als Experten. Aber ich war auch schon immer Lothar-Fan. Vielleicht bin ich da auch nicht ganz neutral, muss ich da ehrlicherweise dazu sagen. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht sicher, ob der Vorstand so wie er ist, so funktionieren kann. Mit dem Dresden und dem Heiner. Ja gut, der Heiner hat ja nichts zu melden. So, der ist Präsident, der eben fährt auf irgendwelche Veranstaltungen hin, repräsentiert den Verein. Ansonsten hat er nichts zu melden. So, Chrissy hat was zu melden. Wir haben das Ganze ja jetzt verkleinert. Freund, Eberl, Chrissy. Das ist ja angeblich unsere kurze Entscheidungskette. Bin sehr gespannt. Das Wichtigste ist ja, dass ein Eberl sich frei macht von dem Aufsichtsrat um Uli Hoeneß. Neuer, ja, das werden wir sehen, ob es 26 auf bei einem Tor stehen wird, wa? Der Hansi war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, auf jeden Fall, ja. Die Mannschaft hat genau, ja, der Flick hat der Mannschaft das gegeben, was sie braucht. Und das kann der Flick auch. Das ist, wie gesagt, das ist so ein Menschenfänger, so ein Puderer. Das würde ich ihm gar nicht absprechen. Nur der Flick, du kannst jetzt nicht sagen, ich möchte eine neue Mannschaft aufbauen, eine neue Generation, wir wollen die nächsten 2-3 Jahre was aufbauen und du holst einen Flick. So, das passt nicht, Leute. Das hat er bei der Nationalmannschaft bewiesen. Ja, also in meinen Augen passt das nicht. So, da passt ein Nagelsmann 100 Mal besser. Liegt daran, dass man am Großteil am Trainer vorbei Transfers getätigt hat. Das weiß ich nicht. Kann sein, ja. Karl-Heinz Klinger selber, Gott sei Dank, ordnet das Spiel in Arsenal richtig ein. Das muss jeder für sich entscheiden, ne? Das glauben wir doch selber nicht, dass wir mal rechtzeitig einen Transfer gebacken bekommen. Ja, wir haben jetzt andere Leute am Ruder, GB. Ich hoffe, ich stirbt zuletzt, oder? Sätze von Marco Rose als Nachfolger. Ich fand Marco Rose, bevor er in Gladbach war er in Gladbach, oder? Wo war er ein Jahr? Der war in Dortmund und ist dann nach Leipzig. War der nicht in Gladbach auch ein Jahr? Ich habe keine Echt, in Ahnung, aber ich Dortmund? werde den gefühlt nicht mehr los. Der Rose war vorher bei Leipzig, nicht bei Leipzig, bei Salzburg war er, ne? Der war da echt. Er ist auch einer, der Spieler entwickeln kann, ne? Aber ich glaube nicht, dass das realistisch wäre, den nächsten Offiziellen von Leipzig loszureißen. Da müssen wir wahrscheinlich schon 50 Mille Ablöse zahlen. So, weißt du. Nee, das kannst du ausschließen. Aber ja, wenn man das Vertrauen hätte und ihm den Rücken stärken würde, ähnlich wie Nagelsmann, könnte das natürlich klappen. Ja. Sagt, der Name spielt am Ende keine Rolle. Und dass er junge Spieler entwickeln kann und eine Philosophie hat und die entwickeln kann, steht ja außer Frage. Ich sage, Bayern ist sich bereits mit Nagelsmann einig, aber beide Seiten können das aktuell nicht öffentlich kommunizieren wegen der EM. Ist ein Move, wie gesagt, ich habe ja, was habe ich gesagt? 29. Ne? Ja. Nagelsmann hat die Tage noch gesagt, es gibt kein Angebot von Bayern. Ich glaube nicht, dass er jetzt
Ja, dann hätte er wahrscheinlich gar nichts gesagt, aber ich glaube nicht, dass der ja, jetzt Unwahrheiten rausballern würde. Weiß man nicht, schwer zu sagen. Trainer sollten nur ein bis zwei Wunschspieler bekommen und der Rest ist für den Verein. Damit muss ein guter Trainer, der eventuell nach einem Jahr wieder fliegt, wenn es scheiße läuft, arbeiten können. Der nächste Trainer kann die dann nicht gebrauchen und dann hast du die vorherigen Wunschspieler nur rumsitzen, weil sie keiner mehr will. Ja, deswegen ist ja wichtig, so wie es bei uns eigentlich immer war, dass man als Verein eine Philosophie hat. So, man hat eine Philosophie wie, keine Ahnung, nimm Van Gaal, der die Philosophie eingeführt hat, die dann weitergetragen wurde, da musst du wieder hinkommen. Du musst dich jetzt entscheiden, was willst du, wie willst du Fußball spielen? Möchte ich Ballbesitz Fußball spielen, möchte ich Pressing spielen, möchte ich mich lieber zurückziehen, so wie Tuchel das gerne hätte und lieber einen Konterfußball spielen, möchte ich lieber das Spiel zerstören, Blasülz. Ist ja völlig Wurst. Du musst dich jetzt entscheiden, welche Philosophie möchte ich fahren. Und dann, wie du schreibst, Cordio, ich bin da 100% bei dir, dann verpflichtest du als Verein einen Trainer, der zu dieser Philosophie passt. So, dann gestehst du dem Trainer natürlich seine 1 bis 2 Spieler zu, die er gerne noch zusätzlich haben möchte. Thiago oder nix als Beispiel. Und sollte das dann nicht passen, ja, dann hast du trotzdem deine Philosophie. Du kannst den Trainer entlassen und hast dann vielleicht diese 1, 2 Spieler, die nicht ganz passen. So ist der Way to go. Und so haben wir es beim FC Bayern noch immer gehandhabt. Deswegen habe ich auch diese ganzen dummen Aussagen vom Flick nicht gefühlt, der sich dann dahingestellt hat, ja, ich bin jetzt hier der Trainer, ich entscheide jetzt, wer verpflichtet wird, Blasülz. Nein, ist er nicht. Er hat die ganze Scheiße nur gelabert, damit er Bundestrainer werden will. Das war halt auch sehr unwürdig und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Flick auch nur überhaupt ein Gedankenflug wert ist bei uns aktuell. Ja, tu mal den Hermann Gernand als Co-Trainer weg, ne? Das hat lange Jahre geklappt. Da gehe ich mit. Aber wenn der Hermann jetzt da sitzt in der Halbzeit und haut sich sein Whisky Cola rein, kommt das, glaube ich, nicht mehr so gut an in der heutigen Zeit. Von daher lass mal den Hermann weg. Roy habe ich auch gefühlt. Ja, wild, ne? Wie gesagt, du brauchst jetzt einfach einen Trainer, der zu Freund und Eberl passt und der zur Philosophie des Vereins passt. Nur der Verein muss dann die Eier haben und sagen, ja, das ist unser Trainer die nächsten 3 Jahre. Ja, was man bei Nagelsmann versäumt hat. Was man aber auch beim Tuchel versäumt hat, wenn man ehrlich ist. Du hättest auch beim Tuchel sagen können, pass mal auf, das ist der Trainer für die nächsten 2 Jahre und Arsch geleckt. 3,50. Fertig. Ja, und dann wäre gut gewesen. Hat man da nicht gemacht. Für mich der Grund, weil Tuchel halt nicht dieser Trainer ist, der gerne Jugendspieler formen möchte. Ich denke mal, das hat er diese Saison klar gezeigt. Deswegen hat man ihn entlassen. So. Und jetzt heißt Tuchel oder Pavlovic geführt hat. Ja, das ist der größte Mist, den irgendwelche Experten im Fernsehen erzählen. Ne? Da kriege ich auch einen Kackreiz bei, Alter. Das ist so lächerlich. Wir haben ja auch den Ruf, dass junge Spieler bei uns keine Chance bei uns haben. Ja, na klar, ist aber auch normal, habe ich ja auch schon mal gesagt. Wenn du der FC Bayern bist und wenn die Spieler wie ein Kimmich, Goretzka, Sané, Gnabry, wie sie alle heißen, Müller, wenn die alle performen, wie soll da ein Jugendspieler reinrutschen? Wie soll das gehen? Das geht nicht. Es ist unmöglich. Ja? Da will kein Trainer der Welt sagen, pass mal auf, ja, ich habe jetzt hier ein 18-jähriges Talent, super begabt. Egal wie weit wir in der Champions League kommen, unsere Herzen werden immer rot-weiß schlagen. Mia San Mia. Danke für deine Arbeit. Ganz genau. Da will kein Trainer sagen, der ist super, das ist der zweite Messi, der ist 18. Der Kimmich performt aber auf einem super hohen Niveau. Ich nehme jetzt den Kimmich raus und bringe den. Nein, natürlich nicht. Könntest du dir niemals erlauben beim FC Bayern. Das kannst du dir vielleicht beim SC Freiburg erlauben. Aber nicht beim FC Bayern. Das Problem ist nur, dass diese Spieler halt seit 2 Jahren nicht mehr performen. Und das trotzdem nicht passiert. Das ist das Problem, was wir haben. Mittlerweile kannst du das halt tun. Haben wir ja gesehen diese Saison. Ja. Dass der Pavlo besser performt wie der Rest.
So, 11 Jahre Meister, egal wie weit wir in der Champions League kommen, unsere Herzen werden immer rot-weiß schlagen. Mir Samir, danke für deine Arbeit. Adam Torres, vielen lieben Dank für die 5 Euro. Und natürlich sind unsere, sonst würden wir ja nicht hier sitzen und so leidenschaftlich diskutieren und schreiben. Ne? Ja, sehr gut, den muss ich auch noch mitnehmen. Barcelona spielt seit Wochen mit einem 17-Jährigen in der Abwehr und 16-Jährigen im Angriff. Und die haben auch gegen PSG gespielt, sind Stammspieler. Wie jetzt? In der europäischen Topmannschaft? Ist ja wohl eine Frechheit. Wie kann das denn sein? Nein, die haben doch gar keine Erfahrung. Die spielen in der Champions League ohne Erfahrung? Mach nicht so, da kriegt der Tuchel Stressflecken, ey. Junge, das geht doch nicht. Die sind doch erst 17 und 16. Seid ihr wahnsinnig? Pavlo ist eine Maschine einfach. Ohne Scheiß. Das ist eine absolute Maschine. Wie ruhig der am Ball ist und welche Übersicht der hat. Das ist einfach frech. Rayo, das ist auch, ich sehe das genauso. Na, das Alter, na klar, dir wird immer eine gewisse Erfahrung fehlen. Ja, das ist ja nicht wegzudiskutieren. Wenn du 16 bist, du machst deine ersten 10 Spiele, hast du keine Erfahrung. Punkt. Das kann man nicht wegdiskutieren. Eric Dyer, der alles erlebt hat, der, was weiß ich, 400 Premier League Spiele hat und so viele Spiele international und sowas, hat natürlich eine andere Erfahrung. Kann natürlich da in gewissen Situationen dann anders umgehen. Natürlich, gar keine Frage. Aber wenn ich Qualität habe, habe ich Qualität. Siehe Musiala, siehe Wirtz, siehe halt den Pavlovic. Wenn du die Qualität hast, hast du die Qualität. Und du machst dann die Erfahrung. Dann zu sagen, nee, ich setze nicht auf den Spieler, ich verleihe den erstmal 3 Jahre, bis er 23 ist halt völliger Idiot. Völlig idiotisch. Und das nur, weil wir beim FC Bayern sind, oder was? Wie gesagt, wenn die Etablierten wenigstens Leistung bringen würden, ja, na klar, dann musst du das so machen. Dann musst du den Move bringen. Haben wir damals gesehen, Alaba, Philipp Lahm, waren alle ausgeliehen. So, alles gut. Ja? Aber wenn die Etablierten nicht bringen, nicht liefern, haben wir ja die Saison gesehen. Ich meine, guck dir den Pavlo an. Das einzig schlechte Spiel, schlecht, war Leverkusen, wo er mit untergegangen ist. Was völlig verständlich ist. Ansonsten hat er kein schlechtes Spiel gemacht. Keines, wenn er gespielt hat. Ja, irgendwann muss man sie halt mal spielen lassen, ne? Sonst werden sie ihre Erfahrung nie sammeln. Das ist halt so. Und Ja, dann es ist kriegst ja du auch halt okay. mal auf die Fresse. Mein Gott, Ja, na klar. geht Damit die Welt müssen wir nicht auch, von unter. nee, damit müssen wir auch leben. Ein Van Gaal hat das super erkannt, welches Talentpotenzial hat. Ja, ein Van Gaal hat natürlich auch ein bisschen auf dem Tiger gehört, ne? Aber Van Gaal war halt dann dieser Typ Mensch, der so ein bisschen wie ich auch, so der Egoist, das Arschloch und sagt dann so, pass auf, das ist der Thomas Müller, das ist der Bart Stuber, die spielen jetzt bei mir. Und da gibt's keine Diskussion. Da kann der Uli sich wie ein Kreisel 2 Stunden im Kreis drehen, das war dem Van Gaal egal. Ja, das war das Thema. Ne? So, und jetzt würden wir uns einen Typen wie Van Gaal wünschen. Ne? Der Van Gaal hätte nämlich schon vor der Saison, in der Vorbereitung wahrscheinlich gesagt, so, der Pavlovic spielt immer. Und dann wäre das Thema durch gewesen. Und hätte er nicht ein Fass aufgemacht, ich brauche einen Declan Rice für 130 Millionen. Jetzt Schupo Hotel kann keiner sagen. Nee, kann auch keiner. Ich muss aber leider pinkeln gehen. Dann können wir gerne auf Puls 180 nochmal gehen. Die Mara übernimmt so lange. Achso, ich übernehme so lange. Ja. Da bin ich nochmal. Hallo. Der geht ziemlich häufig weg, ne? Immer hier pinkeln, was zu trinken holen, dies holen, Snack holen. Das ist schon frech. Servus, Barack Joe. Ja, bei ihm sowieso fängst du einmal an und dann, zumal wenn du einmal gegangen bist, ne, dann ist eh vorbei.
Ja, Chico, du hast ja auch eine Mädchenblase. Genau, jetzt könnt ihr wieder lästern. Los, holt die Notizen raus. Ich glaube, den Ambu, den haben wir gerade so ein bisschen. Ich glaube, dem ist wirklich. Er hatte geschrieben, ihm platzt ein Sack oder so. Ich hoffe, das ist nicht wirklich passiert. Der schrieb nichts mehr. Wenn du 30 Mal aufs Klo gehst, dann hast du nichts anderes außer einer Mädchenblase. Das ist ganz egal, ob ich die Person kenne oder nicht, GB. Ah, Anbu, da bist du noch. Sehr schön. Hast alles geschrieben und konntest uns trotzdem nicht belehren, wa? Also hat halt jeder seine Meinung. Wie gesagt, das ist nichts Persönliches gegen Tuchel. Ich kenne den Menschen so nicht. Und ich hoffe halt einfach, dass er beim nächsten Verein mehr Glück hat. Und der Trainer, der zu uns kommt, auch mehr Glück hat. Stefan, du fragst, ob der Kai mir was mitbringt. Also der ist gerade aufs Klo gegangen. Ich hoffe, der bringt mir nichts mit. Jetzt müsst ihr aufhören zu lästern. Psst. Psst, ich scroll jetzt auch runter. Wenn irgendwas Wichtiges war, wird die Mara das schon sagen. Adam Torres, nochmal vielen lieben Dank für deine 5 Euro, wa? Ich habe alles abgearbeitet. Was? Tuchel wollte Konterfußball spielen, warum sind sie dann so langsam über den Platz getrabt beim Ballgewinn? Nee, ich glaube nicht, dass Tuchel Konterfußball spielen wollte. Gegen Arsenal schon, ja. Ja, also Tuchel hat, glaube ich, generell nicht gepasst von der Philosophie, oder? Der Anbu ist da mehr im Thema. Aber ich glaube, der hat einfach nicht gepasst. Ich glaube nicht, dass Tuchel Fußball so dieses super dominante, schnelle Spiel nach vorne ist, oder? Ich weiß das aber auch nicht. Ich war nicht drin in seiner Chelsea-Zeit irgendwie. Weiß ich nicht. Also wie gesagt, ich lege mich fest, ich sage, der Nagelsmann wird's. Nachdem er Dortmund abgesagt hat, glaube ich, der Nagelsmann wird's nochmal bei uns. Frank, servus. Ja, der Zerbi ist der andere, ne? Das ist halt wieder diese Sprachgeschichte. Aber sind wir ehrlich, so viele deutsche Spieler haben wir dann nächstes Jahr auch nicht mehr bei uns, wa? Pavlovic geilste Stärke für sein Alter ist der Iceman. Ja, Pavlovic hat alles, was du auf dieser Posi brauchst. Ne? Und ich sehe den Pavlo sogar noch eher auf der 8 wie auf der 6. Ich glaube, auf der 8 hätte er noch mehr Stärken. Wenn er einen starken 6er hinter sich hätte, der Pavlo, ich glaube, dann wird der richtig pervers sich noch entwickeln. Wenn er das so ein bisschen sein lassen kann, so diese Defensivaufgaben, boah. Da kann richtig was kommen, ne? Ja, zumindest merkt man ihn das nicht an, dass er es nicht kann, ne? Den Pavlo. Er hat ja gesagt nach dem Dortmund-Spiel, er war super nervös. Aber du hast ihn ähnlich wie Kimi Räikkönen Formel 1, war? Schießt halt einfach nicht an. Erfahrung macht mich immer nur lachen. Fußball ist ein Ball und 22 Spieler, die ihm nachrennen, um ihn in Tor zu schießen. Für sowas braucht man doch keine Erfahrung. Ja, ich fühle diese Erfahrungsgeschichte halt auch nicht ganz so. In gewissem Maße, ja, haben wir ja letztes Mal auch schon diskutiert, ne? Ich bin da auch eher so diese Fraktion. Erfahrung ist gut zu haben,
Gerade in so Situationen wie jetzt mit dem Eric Dyer. So Wintertransfer. Hättest du da jetzt irgendwie einen 18-Jährigen geholt, so Nianzu zum Beispiel, das hätte nicht geklappt. Ja? Das konnte nur mit so einem alten, abgewichsten Eric Dyer klappen, der dann noch Kumpel vom Harry Kane ist und so. Das hat gepasst wie Faust aufs Auge. So, da verstehe ich diesen Faktor. Ne? Aber ansonsten ist das für mich auch, gerade in der heutigen Zeit, guck mal, die Jungs spielen, was? Unsere U17 spielt Champions League oder U19, was ist das? Die spielen auch schon international. Klar, nicht vor 30, 40, 50.000 Zuschauern so. Die Atmosphäre kannst du immer noch mal nehmen als irgendein Faktor. Aber so dieser ganze Erfahrung, ich meine, Barcelona zeigt es Jahr für Jahr. Eigentlich reicht das als Beweisführung. Nimm einfach Barcelona, Alter. Es reicht, die hauen jedes Jahr da irgendeinen 16, 17, 18, 19-Jährigen rein. Also, fertig. Punkt. Oder nehmen wir uns einen Musiala. Fertig. Grüß euch, Barack Joe, servus. Hier geht runter. Runter und raus, ne? Müller und Badstuber sind nur das geworden und in die Mannschaft gekommen, weil Louis da war. Und Louis gesagt hat, ich bin immer fertig. Wie lange machen wir heute? Das weiß ich noch nicht so genau. Zweite Pinkelpause, frech, ne? Mara, wer ist dein Wunschtrainer? Hast du schon beantwortet? Ja, ich hatte geschrieben, da es Klopp ja nicht wird, hoffe ich auf Nagelsmann. Der wurde ja unterbrochen in seinem Vorhaben. Ein Müller sagt doch, der FCB wäre kein Ausbildungsverein. Ja, der Müller ist auch Fußballer und kein Trainer oder Verantwortlicher. Cordy, was ist denn los mit dir? Nach 2 Augustinern oder was? Pech. Mastermind, servus. Egal wer neuer Trainer wird, die Führung muss Ansage machen, dass unser Trainer bleibt es, wenn das nicht passt, kann gehen. Ja, das hätte man halt schon beim Nagelsmann tun sollen. Ne? Das ist ja das, was gefehlt hat, leider. Weil, sind wir ehrlich, der Julian war auf einem guten Weg. Oder? Die Hinrunde war fußballtechnisch im Gegensatz zu Tuchel-Fußball, Alter. Komm, wir machen mal eine Skala. Komm, wir machen mal eine Skala. Nagelsmann Hinrunde, fußballtechnisch. Mal unabhängig von Ergebnissen, Blasöls, nur fußballtechnisch. 1 bis 10, dann war Nagelsmann eine 10 und Tuchel maximal eine 2. Und jetzt überleg dir mal, dass Nagelsmann keinen Stürmer hatte. Außer ein Chupo, der ab und wann da war. Aber mir fallen sofort wieder Kombinationen ein. Wir haben Kombinationsfußball gespielt am gegnerischen 16er. Das habe ich unterm Tuchel. Ich glaube, wir haben mal 2 Spielzüge gehabt in dieser ganzen verkackten Saison, wo ich mal Kombinationsfußball gesehen habe. Vorne am gegnerischen 16er. Und wenn wir ehrlich sind, ich weiß nicht, müssten wir mal reingucken, hier Statistik-Nerds. Unter Nagelsmann war ja das Problem die Defensive. Wir haben ja super Pressing gespielt, dadurch waren wir super konteranfällig. Ich weiß nicht, haben wir unter Nagelsmann mehr Gegentore kassiert wie jetzt unter Tuchel? Wo wir nicht mehr pressen. Wir spielen ja quasi ohne Pressing. Komplett ohne Pressing. Pressing ist ja ein Fremdwort bei uns geworden. Ist ja ganz selten mal. Bild. Ja, eben, Gerhard Berger, ne? Das habe ich auch nicht verstanden. Das verstehe ich auch immer noch nicht, diese Aussagen immer. Für mich ist ein Ausbildungsverein halt auch ein Verein, der Spieler ausbildet, weiterentwickelt oder wie Dortmund
der Spieler billig kauft, wie ein Haaland, wie ein Bellingham, die 2 Jahre entwickelt, auf hohem Niveau natürlich, und dann für teuer Geld weiterverkauft. Das ist für mich ein Ausbildungsverein. Aber ein Verein, wo du einen Spieler nimmst, wie bei uns jetzt, so ein Pavlovic oder ein Tell, den entwickelst, du entwickelst den ja für dich und nicht, um zu sagen, ich entwickle den und verkaufe den mit 60 Millionen Gewinn. Das ist ja nicht unsere Intention. Von daher habe ich diese Aussage von Müller schon gar nicht gerafft, Alter. Mich auch wirklich Bild gemacht. Bayern München. Der Conte ist auch noch im Rennen. Oh, ja, ja. Nee, das braucht er dann ja halt schon nicht mehr, der Nagelsmann. Weil wenn du den Nagelsmann jetzt holen würdest, du musst ihn dann durchziehen. Du hast keine andere Wahl als Verein. Stell dir mal vor, du holst den Nagelsmann und du würdest ihn nach einem Jahr wieder entlassen. Dann kannst du den Verein abmelden, Alter. Das wird der wird sowas von zerlegt werden öffentlich. Du kannst ihn abmelden. Ja, und jeder Trainer danach, du würdest gar keinen Trainer mehr finden. Das Thema wäre durch. So, du kannst ja nicht zweimal dieselbe Chose machen. Also wenn du Nagelsmann jetzt nochmal verpflichten würdest, bist du gefangen. Egal wie der Fußball dann aussieht. Du bist gefangen, Alter. Der muss da Minimum 2-3 Jahre da sein. Es geht nicht anders. Das ist ein Ding nur Möglichkeit. Bayern wird Meister. Ja, richtig, bei den Frauen. Die Situation mit dem Nagelsmann, das hat mich so erinnert an damals, als ich noch ein Kind war. Weißt du, wenn ich irgendwas angefangen habe und man mir das dann außer Hand genommen hat, weil man gedacht hat, ich schaffe das alleine nicht. So fühlte sich das so ein bisschen beim Nagelsmann an. Ja, der Nagelsmann, halt immer noch nicht. Nagelsmann hat das Problem Olli und Brazzo halt gehabt. Ich glaube, hat der Uli auch gesagt, der Uli hat sich ja ein bisschen, sagen wir, dahingestellt, ne? Der Uli war da mit Sicherheit mit in der Verlosung. Ich glaube, Nagelsmann unter jetzigen Sportvorstand und Sportdirektor wäre niemals entlassen worden. Ich glaube auch, dass Nagelsmann sehr gut mit Eberl funktionieren kann. Grüße aus Köln, Kai. Wir müssen morgen gewinnen, sonst mache ich morgen wieder die Hölle hier in Köln mit dem FC darf nicht gewinnen oder unentschieden spielen. Die müssen wir wegknallen. Ja, wir müssen morgen für Bochum gewinnen. Das ist das Wichtige. Ja, Iran Kunda, das nächste Beispiel. Der würde unterm Tuchel halt, müsste 4 Jahre warten, bis er mal Spielzeit bekommt. Oh, dieses Argument mit dem Longboard, ne? Ey, dann ist er mit dem Longboard zum Training gekommen. Was soll's? Alter, und wenn der mit barfuß zum Füllschleuder. Training kommt, wen interessiert's? Wichtig ist doch, was er als Trainer leistet. Ja, sorry, das triggert mich aber auch. Ich habe das halt damals schon nicht verstanden, warum darauf rumgeritten wird. Grimus, servus. Ich bin noch nicht bei dem Longboard. Du liest halt so langsam. Ja, das wird ja nicht passieren, dass ein Adam Aznu überhaupt mal in diese erste Mannschaft kommt. Das ist ja das Traurige. Wir spielen dann ja lieber ohne Außenverteidiger, anstatt den einzusetzen. Das ist halt... Aber das soll auch kein Vorwurf sein, so ist Tuchel halt einfach nicht. Punkt. Das ist ja okay. Das weiß man, wenn man sich einen Tuchel ins Haus holt. Rattenhals, vielen lieben Dank. Ich trinke auch fast keinen Alkohol, Cordio. Früher ja schon, aber mittlerweile auch echt wenig. Auf geht's, Bayern kämpfen und siegen. Naja, der Goretzka freut sich bestimmt, wenn Nagelsmann Trainer wird. Wenn Goretzka Leistung bringt, dann wird er auch aufgestellt. Das ist bei jedem anderen Spieler genauso.
Ja, klar hatte der Nagelsmann schwierige Spiele, sonst wären wir ja gar nicht in die Situation gekommen. Ist ja klar. Ne? Es ging ja auch nur darum, dass man, oder ich zumindest für mich persönlich, kann ja nur für mich sprechen, ich halt unter Nagelsmann wenigstens eine Fußballidee gesehen habe, die für mich auch klar war, von Tag 1 an. So, all das, was ich beim Tuchel nach 9 Monaten immer noch suche. Ja, ich suche immer noch die Strategie, die er gerne spielen lassen würde. Die habe ich immer noch nicht gerafft. So. Klar, das Problem war natürlich auch beim Nagelsmann, dass er keinen Rückhalt hatte. Ja. Und wie auch Tuchel jetzt, wir haben einfach Spieler, die zu viel Macht haben. Punkt. Ja, die haben zu viel Macht. Und da muss dann einfach ein Sportvorstand und Sportdirektor, so wie es jetzt ein Eberl auch getan hat, klare Kante zeigen und sagen, pass mal auf, wer jetzt hier, wir gucken uns das an die nächsten 3 Monate, wer da nicht performt, der geht. Den wollen wir nicht mehr. So. Und wenn du jetzt so einen starken Mann gehabt hättest wie den Eberl hinterm Nagelsmann, ich glaube, das hätte richtig gefunzt. Ja, weil dann wäre das nicht so gelaufen, wie es dann gelaufen ist. Weil Brazzo war immer so der Spielerfreund, der Bla. Ach, schade eigentlich, ne? Über Uli brauchen wir eigentlich nicht reden. Uli müsste sich halt einfach zurückziehen. Das ist... Wie gesagt, dass ein Uli sich da hingesetzt hat und erzählt hat, ich hätte einen Nagelsmann ja nicht entlassen, ich hätte ihn behalten, ist halt die Farce schlechthin. Weil, und auch immer, ohne Aufsichtsratzustimmung wird bei uns kein Trainer entlassen. Uli Hoeneß ist Aufsichtsratsvorsitzender. Also, Uli, Fresse halten. Ne? Ganz einfach. Und in unserem Verein passiert nichts, wenn der Uli nicht sein Ja und Amen gibt. Da sind wir uns auch einig, weil er ist immer noch Aufsichtsratsvorsitzender. Also, ist halt immer so ein bisschen... Uli ist Mr. FC Bayern, alles gut, sind wir uns alle einig. Ohne Uli wäre dieser Verein niemals da, wo er ist. Niemals. Der hat Unmenschliches geleistet, was das anbelangt. Aber allein schon wie diese Harry Kane-Geschichte, Uli ist aus der Zeit gefallen, Alter. Ja? Du kannst halt nicht mehr diese große, pompöse, große Fresse haben. Das poppt heutzutage keinen mehr. Ja? Also ein Harry Kane hat uns nochmal 10, 15 Millionen mehr gekostet, weil Uli die Fresse damals aufgemacht hat und das Ganze hat noch 2 Wochen länger gedauert. Und da können wir gerne mal seine letzten Takes, die er so rausgeballert hat, durchgehen. Er sollte einfach öffentlich die Fresse halten. Punkt. Einfach öffentlich die Fresse halten. Er hat öffentlich als Aufsichtsratsvorsitzender einfach zum FC Bayern nichts mehr zu sagen. Da ist jetzt ein Max Eberl da als Sportvorstand, der hat was zu sagen. Uli sollte sich zurücknehmen. Gut, wenn der Max zum Uli hingeht und fragt, Uli, komm, sag mal, was sagst du, wie ist deine Meinung, Blasölz, alles gut. Aber öffentlich sollte der Uli echt die Schnauze halten. Um es klipp und klar zu sagen. Er schadet mehr, als wie er nützt. Leider. Leider. Vielleicht wäre das Adrenalin vom Longboardfahren gut für, würde er nicht mehr ein Gremlin an der Seitenlinie stehen. Vielleicht wäre das Adrenalin vom Longboardfahren gut für Tuchel, dann würde er nicht mehr wie ein Gremlin an der Seitenlinie stehen. Vielen lieben Dank für 5 Euro, Alter. Ja, weiß ich. Guck mal, das ist wieder so ein Thema. Da sind wir bei diesen festgefahrenen Sachen im Fußball, ne? Dann auch beim FC Bayern, so, da kommt ein Trainer auf dem Longboard zum Training. Das ist so, als, keine Ahnung, Manuel Neuer sagt jetzt, Leute, wisst ihr was, ich bin homosexuell. Das wäre ungefähr dasselbe. Wir sind halt im Fußball immer noch so auf so eine gewisse Linie eingefahren, das ist super traurig. Ja? Super traurig. Alles muss immer so einen gewissen Weg haben, so einen gewissen Standard haben. Boah, zum Kotzen, Alter. Lass die Leute doch machen. Wenn die Leute liefern, wir reden über Leistungssport. So, lass uns doch die Leute an der Leistung bewerten. Und nicht an irgendwelchen Longboard-Geschichten, ob sie homosexuell sind, ob sie, was weiß ich was. Wen interessiert's, Alter? Super schade.
Ich finde es generell bedenklich in der heutigen Zeit, wo alle immer schreien hier von wegen Umwelt, tralala. Da kommt einer mit dem Longboard zum Training, weil es halt einfach nicht weit ist. Ey, das ist eine Schlagzeile in der Bild-Zeitung wert. Ja gut, Bildzeitung das- ist ja auch, ne? Nein, aber dass 23 andere Spieler jeden Tag zum Training kommen mit ihren dicken Karren, die wer weiß, was die Luft verpesten. Da wird nicht jeden Tag drüber berichtet. Das ist keine Schlagzeile wert. Ja, natürlich wird auch nicht jahrelang darüber berichtet, dass Marco Reus seit 10 Jahren ohne Führerschein fährt. War ja auch scheißegal. Wen hat's interessiert? Wenn du ihn zurückholst, muss man sich fragen, wieso wurde er überhaupt entlassen? Er wurde überlassen, weil Thomas Tuchel auf dem Markt war und Brazzo und Olli die Düse gingen, weil sie wussten, ui, wenn wir dieses Jahr keinen Titel holen, sind wir Ende der Saison weg. Das war das ganze Problem. Ja. Das war das Problem. 2 Sätze reichen. Gerd und Klose, die können wenigstens Deutsch und kennen den Verein in- und auswendig und schlechter sind die niemals. Für die neue Saison nein. Alle Tags, die ich von Klose gelesen habe, deuten auf dieselbe Scheiße hin, dass er auch absolut nicht irgendwelche etablierten Spieler in Frage stellen würde. Also seine Tags, die ich zum Kimmich und Goretzka gelesen habe, da packe ich mir an die Birne, Alter. Sorry. Nein, definitiv nein. Machst dich unglaubwürdig? Ich oder was? Ja, habe ich kein Problem mit. War nicht Goretzka und Kimmich der Liebling von Nagelsmann? Ja, war auf jeden Fall die Pro-Nagelsmann-Geschichte. Aber wie man sieht, hat Nagelsmann auch kein Problem damit zu sagen, pass mal auf, Josua, in der Nationalmannschaft reicht es nicht, du bist Rechtsverteidiger. Und ich lade Goretzka erst gar nicht ein. Fragen? Ich denke nein, oder? Ja, der Nagelsmann hat halt die Eier, die dem Tuchel fehlen. Ja, weil er halt auch nicht Bayern-Trainer gerade ist, ne? Meinst du, dass der neue Trainer die Aufgabe bekommt, die Talente von Campus zu integrieren und ihnen Spielzeit zu geben? Ja. Witwe, guten Abend. Ja, das war halt auch so lächerlich, ne? Man hat den Vertrag dann aufgelöst, hat ihn umsonst zum DFB gehen lassen und 2 Wochen später war es, glaube ich, wo der Uli sich da hinsetzt und sagt, ja, eigentlich war es ja ein Fehler, den Nagelsmann zu entlassen, war Sülz. Man hätte den Vertrag ja gar nicht auflösen brauchen. Hätte man doch nicht machen brauchen. Man hätte einfach sagen können jetzt zu neuen sagen, ja Julian, du hast hier noch Vertrag, du machst jetzt wieder den Trainer und wäre gut gewesen, weißt du? Fertig. Wild, oder? Nein, da haben wir noch eine Abfindung gezahlt am Nagelsmann und jetzt stellen wir vor, wir holen ihn zurück. Fällt dir nichts so ein. Ja, der DFB schuldet uns schon seit Jahren was. Allein für Hansi Flick soll es ja angeblich ein Spiel geben und bla und Sülz und aufgeschissen, Alter. Ah, komm, der Nagelsmann hat wenigstens schon ein paar gute Moves rausgehauen. War schon ein bisschen lockerer halt. Grüppchenbildung hat unter Nagelsmann seinen Höhepunkt. Das weiß ich nicht. Ich glaube, unter Tuchel ist die immer noch genauso hoch. Nagelsmann holt die EM und geht nach Liverpool. Die Dreierkette einführen Nagelsmann den Job gekostet, weil die Spieler das nicht wollten. Ja, das war ein Faktor, ja. Solange Uli noch atmen kann, wir immer was von ihm hören. Der ist ja auch okay, aber er sollte halt einfach öffentlich die Fresse halten. Sorry, das muss man mal so klar und deutlich sagen. Er kann ja innerhalb des Aufsichtsrats, innerhalb mit Max Eberl und so. Aber ich finde es immer super schade. So, der Eberl, der macht klare Statements, bla, Sülz, dies und das. Und dann kommst du irgendwo bei RTL oder was weiß ich, RTL Plus oder was weiß ich für ein Kanal. Kommt dann irgendwie ein 40-Minuten-Interview mit Uli Hoeneß, wo er über Gott und die Welt labert und allen da wieder das Gegenteil reinlabert. Also das ist zum Kotzen mittlerweile. Echt?
Ich verstehe das nicht. Man kann doch intern alles äußern, ist doch gut, dafür ist er doch da. Aber er ist doch nun mal nicht mehr operativ. Sonst gehen wir in das operative Geschäft. Wenn er das will, dann do it. So, weißt du? Da kann er wieder einen roten Kopf kriegen, kann nach dem Spiel die Jungs zusammenfalten, kann sich in jedem Interview da hinstellen und die Presse zusammenfalten. Alles gut, da macht das. Aber immer mit seinen komischen Takes, die er in seinen komischen Interviews macht, untergräbt er den ganzen Verein, Alter. Und das verstehe ich halt nicht. Wenn ihm der Verein doch so am Herzen liegt und so weiter, dann halt doch die Fresse. Ja? Das beste Beispiel war mit Nagelsmann. Der Huchel reißt sich da den Arsch auf, macht und tut und dann setzt sich ein Uli dahin und sagt, ja, also eigentlich, wenn es an mir gegangen wäre, hätte ich den Nagelsmann ja gar nicht entlassen. Das ist ein Top-Trainer, den würde ich gerne wieder haben. Du hast einen Trainer da sitzen. Wie kann ich denn den Trainer so untergraben als Aufsichtsratsvorsitzender? Das geht nicht. Das macht man nicht. Dasselbe mit dem Harry Kane Deal, Alter. Ja, der hat ja gar keine Wahl. Wir sind ja der FC Bayern, bla Sülz. Das hat vor 20 Jahren hat das geklappt. Ja, jetzt klappt das nicht mehr. Da hat der Levi gesagt, weißt du was, Uli, ist mir doch egal. Ich. Was kannst du, Schatz? Alles gut. Was? Nee, die Lunte ist ziemlich kurz. Mach mal. Die Lunte ist richtig lang gerade. Okay. Servus aus München, Granite Stone. Uli war eine Maschine, ja, ist er auch immer noch, aber er kann ja intern wirklich alles äußern, das verstehe ich ja auch, ist das ein gutes Recht, er hat den Verein aufgebaut, wir wären niemals da, wo wir sind, ohne Uli Hoeneß, wir haben ihm alles zu verdanken, ja, zum bisschen auch Karl-Heinz und dem Kaiser natürlich irgendwann, aber halt doch einfach öffentlich die Gosch. Was den FC Bayern betrifft. Quatsch über Nationalmannschaft, mach wie du willst, aber sag doch einfach zum FC Bayern nichts. Dann geht uns doch allen besser. Und der da nochmal vielen lieben Dank für die 5 Euro. Ja, Andreas Heidrich, das ist aber leider so. Ne? Es ist leider so, dass der Aufsichtsrat bei uns zustimmen muss. Ja. Das ist das Problem. Deswegen ist die Aussage nicht glaubwürdig vom Uli. Peter, guten Abend. Es ist kein Zusammenhang zwischen Longboard und Homosexualität. Das ist einfach mal das Beispiel, wie verbohrt man im Fußball ist. Wir können das Thema gerne mal aufmachen zwischen Homosexualität im Fußball. Was meinst du denn, wie viele homosexuelle Spieler in der Bundesliga spielen? Hat da irgendjemand mal den Mut, das zu äußern? Nee, und da sieht man doch, wie verbohrt man im Fußball immer noch ist. Absolute Katastrophe. Ich möchte nicht wissen, wie viele Spieler darunter leiden, Alter. Die sich öffentlich anders darstellen müssen, öffentlich, haben wir ja damals schon gelesen, irgendeine Frau engagieren müssen, damit sie öffentlich als der normale Fußballer dastehen. Das ist ein Trauerspiel. Mich würde das null interessieren, ob jetzt ein Spieler homosexuell ist oder nicht. Lass ihn doch. Ist mir doch egal. Interessiert das dem Frauenfußball jemanden? Interessiert das jemand? Nee, da ist es wieder geil, weil sie Lesben sind. Ne? Das ist so heuchlerisch, Alter. So, wir sind so eine heuchlerische Gesellschaft, was das anbelangt. Das ist zum Kotzen. Deswegen war ich auch von Katar so abgefuckt, Alter. Ich weiß, ihr seid da alle mehr so, ich weiß das, ja, habe ich schon in den Kommentaren damals gelesen, ihr seid alle so, ja, das war alles scheiße, mit der Regenbogenbinde, bla, Sülz. Nee, es war genau richtig, man hätte nur die Eier haben müssen und es durchziehen müssen. Das ist mein Move dazu. Super schade, dass sich immer noch kein Spieler traut, in der heutigen Zeit sich zu outen. Dass ein Hitzelsberger erst nach seiner Karriere machen kann. Da musst du dir mal am Kopf packen, Alter. Wie traurig ist das denn bitte in der heutigen Zeit? So, und dasselbe ist, es ist halt diese Schubladendenken, diese Vorurteile. Longboard genau dasselbe. Oh, der Nagelsmann, der kommt mit dem Longboard. Oh, was, wie, wo? Christian Streich fährt seit 50 Jahren mit dem Fahrrad zum Training, Alter. Wow. So, das war der, also es ist kein Zusammenhang dazwischen. Das ist Schwachsinn.
Nur um das mal klarzustellen. Das haben sie französischen Fernsehen gesehen, die sammeln Longboard. Ja, da siehst du das. Das ist gleich eine Sensation, oder was? Das sage ich ja. Wir sind im Fußball so veraltert, was so Schubladendenken anbelangt. Das ist ein Trauerspiel. Uli war doch auch geil auf den Tuchel, bevor Kovac kam. Nein, Uli war noch nie geil auf den Tuchel. Noch nie. Karl-Heinz war geil auf den Tuchel. Schon immer. Uli war nie geil auf den Tuchel. Nie. Er hat ihn immer abgelehnt. Klose unter aller Kanone, das weiß ich nicht, aber seine Takes, die er gebracht hat, haben mich nicht wirklich überzeugt. Michael, das sehe ich genauso, ja. Wenn ein Trainer Spieler besser macht und das Team besser spielt, kann er doch von mir aus mit Rollschuhe oder auf dem Einrad kommen. Ja, ganz genau. Das sehe ich genauso. Ich finde halt auch, dass man sich gar nicht einzumischen hat oder zu urteilen hat über alles, was außerhalb vom Fußball passiert bei diesen Personen. Ja gut, sag ich mal, Sachen wie bei Boateng oder so, das sind jetzt andere Sachen, ne? Aber lass einen schwul sein, lass ihn mit dem Longboard zum Training kommen, lass ihn nackt joggen gehen am Wochenende. Das geht uns alle gar nichts an. Das hat einfach keinen zu interessieren. Wichtig ist halt auch ein Platz. Das ist Ja, aber das kriegst du ja heute nicht hin. Das hast du früher Müsste nicht man hingekriegt, aber. das kriegst du heute gar nicht erst hin. Nee, weil jeder guckt dir den Müller an, der findet ja mehr in der Social Media Welt statt, wie auf dem Platz stattfindet. So. Da sind wir wieder bei dem Thema Social Media Gedöns. Das ist ja das Traurige. Ja, er teilt halt sein Hobby. Das ist dann halt, Der Müller also teilt alles. ich finde halt, das ist der Thomas Müller privat, wenn er von seinen oder von Lisas Pferden postet, von den Hasen, wie er einen Hasenstall sauber macht oder sonst irgendwas. Ja, und Das warum ist nicht postet immer er der dann, ja, ich bin jetzt hier der Chefkoch, aber eigentlich kann ich nicht kochen, aber ich mache jetzt hier tolle Gerichte, weil ich habe hier mein Buch. Oh, ich habe ein Kochbuch gemacht. Warum habe ich ein Kochbuch gemacht? Ich kann gar nicht kochen. Hier, könnt ihr gerne hier und da werben, Blasels. Ja, ich Weil gebe dir er ein recht, manche Werbe- Sachen sind privat, ja, aber warum muss ich die dann teilen? Da muss ich mich auch nicht wundern, dass ich dann in der Öffentlichkeit stehe. Ne, er hat halt alles in einem. Er hat halt einen Werbedeal mit Greenforce anscheinend, wo er da steht, in einer Jacke, in der Küche und erzählt da einen von wegen, ja, er kocht jetzt, wo ich mir denke, ja, ich stehe auch in meine Jacke in der Küche. Also wenn ich gerade auf dem Sprung bin, das kam halt auch sehr, unrealistisch rüber. Aber ist halt so. Ja, weiß ich nicht. Muss am Ende des Tages jeder Spieler für sich selber entscheiden, ne? Anbo können die Sticheleien aber auch nicht lassen, ey. Ich bin sehr für die Zerbi, sein Fokus liegt auf Timing. Spieler blühen unter ihm individuell auf und spielt ansehnlichen Fuß. Außerdem würde man dann ein ganz neues Kapitel anfangen, was meiner Meinung nach nötig ist. Ich denke auch, dass es einer von den beiden werden wird, ne? Sei denn, wir werden noch irgendeine Überraschungsnummer aus dem Hut zaubern. Aber ich denke auch, es wird die Zerbi oder Nagelsmann hinauslaufen. Nee, also das Argument Sprachbarriere sehe ich auch gar nicht. Ja, wenn jemand Englisch kann, ist alles gut. So, Punkt. Also da gibt es nichts zu diskutieren. Und nochmal, sollten wir wirklich einen Umbruch machen, werden wir nächstes Jahr vielleicht noch 2, 3 deutsche Spieler bei uns haben. Der Rest, sei du verpflichtest vielleicht nochmal 2, 3 deutsche Spieler, aber ansonsten 50, 60 schwule Männerfußball, das kann ich nicht beurteilen, aber ja, wie gesagt, es ist super ätzend und schade, so dass sich solche Menschen da verstecken müssen, ne? Und viele auch darunter leiden halt. Ja, guck mal, der Spruch von Gerard Berger jetzt. Naja, wenn ein Spieler offiziell sich outet als homosexuell, gibt es Probleme beim Duschen. Wenn da einer die Seife verliert, traut er sich nicht mehr, sie aufzuheben. Jetzt mal ernsthaft. Ja, genau das ist das, ja. Nur weil man schwul ist, heißt das nicht, dass man jeden anderen Mann anspringt. Das funktioniert nicht, so ist das nicht.
Und es ist auch nicht ansteckend. Bei Frauen, die lesbisch sind, übrigens auch nicht. Das verstehen einige halt einfach nicht. Sich ein Lesbenporno angucken ist total toll, aber bei schwulen Pornos, da drehen sie alle am Rad, weil das widerlich und unnatürlich ist. Lass sie doch vögeln, wen sie wollen, mein Gott. Scheiß DFB. Alle sprechen von einer sehr guten Ausgangsposition für Bayern gegen Arsenal. Ich bin da noch sehr skeptisch. Ja, habe ich ja auch schon gesagt, Thomas. Ich war genauso erfolgreich wie Tuchel. Stimmt nicht. Stefan, ich habe einen Titel geholt. Den DFB-Pokal. Im Frauenfußball ist das eh kein Thema. Im Frauenfußball interessiert das nicht, ob du lesbisch bist. Weil, ja, natürlich. Wie gesagt, Fußball ist ein Männersport. So, sind wir ehrlich. Männer finden Lesben geil, deswegen ist das völlig okay, wenn die sich outen. Männer finden Schwule eklig, deswegen outet sich kein Schwuler. Punkt. Wie Mara es gerade gesagt hat. So, das ist das Ding. Ganz einfache Kiste. Das ist aber ein Gesellschaftsding. Ne? Ist in jeder Sportart so. Was super schade ist in der heutigen Zeit immer noch. Ich finde es immer noch traurig, dass sowas nicht akzeptiert wird. Es geht um Fußball und nicht um wer was wen liebt. Ja, natürlich nicht. Aber es ist ja so. Super traurig, ja. Ja, wenn der Uli, guck mal, wenn der Uli das geplant machen würde, hätte ich da gar noch niemals was geben, Karl-Heinz. Ne? Wenn das jetzt zum Beispiel wäre, wie nach so einem blutleeren Auftritt wie gegen Dortmund, so und alle halten die Fresse, ja, dann würde ich sogar gut finden, wenn so ein Uli da hingeht und sagt, hier, ich hau mal wieder einen raus, aus der Luft gegriffen, alles gut. So, aber du kannst doch nicht als Aufsichtsratsvorsitzender deinen eigenen Trainer untergraben, indem du solche Moves wie mit dem Nagelsmann bringst. So, das ist kontraproduktiv. Oder wie den Move bei der Harry Kane-Verpflichtung. Das hat Schwachsinn. Ja, Chico, das wird nicht passieren. Das wird auch in den nächsten 50 Jahren wahrscheinlich nicht passieren. Müller soll mal Anlage zum Bau eines Hasenbescheid posten, als wenn er den selber gebaut hätte. Wenn Uli Langeweile hat, soll er halt jede Woche im Doppelpass anrufen, rummeckern und sich aufregen, weil er seine Haustürschlüssel verlegt hat oder er um 14 Uhr keine Brötchen mehr beim Bäcker bekommen hat. Gut, dann ruft er ja nicht im Doppelpass an. Da geht es ja um Fußball, ne? Bei Nagelsmann hat irgendwie das Gesamtpaket nicht gepasst, finde ich. Ich fände es nicht gut, wenn er zurückkommt. Die Entlassung war zum falschen Zeitpunkt, aber trotzdem an sich richtig, meiner Meinung nach. Ja, aber wir werden sehen, was passiert, ne? Ja, GB, dich juckt das nicht, mich juckt das nicht. Aber viele juckt das halt immer noch in der heutigen Zeit, ne? Leider, die Frauen sind da halt weiter, aber... Zuta, Grüß nach Österreich. Wer ist Serbi? Ja, google mal. Nee, wir sind nicht weiter, auch nicht im Jahr 2024. Bis auch 2030, was Fußball betrifft, nicht weiter sein. Überleg mal, wie lange hat der Hitzelsberger seine Karriere beendet? Und was der noch damals erzählt hat, wo er die beendet hat, du wirst nicht weiter sein. Das ist halt einfach so. Dabei will man nur einfach nur geilen Fußball sehen. Mehr will man nur gar nicht. Findest du, wir sollten uns das wieder auf den Tisch legen, wenn wir dafür Wirtz bekommen sollten? Meiner Meinung nach sollten wir alles tun, um ihn zu holen, wann auch immer er bereit ist zu wechseln. Ja, sollten wir, aber er wird ja nicht kommen.
da ja schon kommuniziert, dass er in Leverkusen bleibt. Warum hat die AfD so einen Zuwachs? Weil es super viele komplette Idioten auf dieser Welt gibt, die sich nur mit Politik auseinandersetzen. Und das sage ich, der sich relativ wenig mit Politik auseinandersetzt, der aber einen gesunden Menschenverstand hat. Deswegen, Chibi. Aber wenn wir in das Thema jetzt reingehen, dann... Nee, nicht 10:15. Wird aber schwierig, wenn man Musiala nach Man City verkauft und man Musiala und Wirtz zusammenspielen sehen wollte. Da fehlt ja dann wieder einer von beiden. Ich liebe es, dass schwule Männer die gleiche Scheiße wie wir ertragen müssen, halbes Vermögen abgeben, etc. Sie haben nur Vorteile, einen Mann zu lieben. Was würde ich geben, nicht mehr über Valentinstag nachzudenken? Ich glaube, Chico, der rutscht gerade schon wieder total falsch in dieses Thema ab. Also ich denke auch nicht über Valentinstag nach. Ich auch nicht. Ja. Wenn man auf X oder YouTube manche Kommentare liest, da kann es einem regelrecht. Also wer Kommentare auf X liest, dem ist sowieso nicht zu helfen, GB, ne? Und auf YouTube ist es auch schon grenzwertig. Bei mir hält sich das alles im Rahmen, ehrlicherweise. Ja. Ich wäre für Flick, dann gibt es wieder Vollgas, Angriffsfußball. Gab es unter Nagelsmann nicht, oder was? Nee, gibt auch keine neuen Erkenntnisse mehr an. Ich mache jetzt auch gleich Feierabend. Na, wir können uns den Beats auch so leisten. Daran wird es ja nicht scheitern. Nee, das glaube ich nicht, Dejan. Ich glaube, das wäre den Spielern egal. Timo Werner wird auch als Hurensohn betitelt in jedem Spiel. Neben Andi Möller damals wieder zerrissen wurde, nee, das glaube ich nicht. Das Problem sind die Mannschaften, nicht die Fans. Klar, du wirst als, was weiß ich, ne, betitelt, gar keine Frage, aber wie gesagt, Timo Werner wird in jedem Auswärtsspiel als Hurensohn betitelt. Also, nein. Das Problem sind die Mannschaften. Timo Werner ist einfach abgezockt, was das anbelangt. Wenn du eine Psyche hast wie Sebastian Deißler damals, dann macht dich das fertig. Egal, ob es intern in der Mannschaft ist oder ob es von Fans kommt. Ich habe ja auch schon Das ist klar. Ich habe auch schon Spieler sitzen sehen, die nach Rassismusskandalen in der PK saßen und geheult haben, weil sie nicht drauf klarkamen. Das ist noch gar nicht so lange her. Das macht dich halt psychisch einfach kaputt. Und dann hältst du lieber die Fresse, was traurig ist. Ja, na klar ist das ein Thema, aber das Hauptthema ist doch innerhalb der Mannschaft. Wenn du den Rückhalt als schwuler Spieler von deiner ganzen Mannschaft hast, dann ist dir doch am Ende scheißegal, was irgendwelche Auswärtsfans singen. Ja, das ist richtig, aber wenn du in deiner eigenen Nationalmannschaft schon 2, 3 Leute hast, die gegen eine Regenbogenbinde sind, ja, dann brauchst du halt wirklich, so wie du sagst, gar nicht drüber nachdenken. Ja, aber dich zur das waren ja nicht 2, 3 Leute. Das waren ja nur 2, 3 Leute, die dafür waren. Das ist doch das Ding. Es waren 2, 3 Namen, die namentlich halt genannt wurden, die dagegen waren, gegen diese Binde. Wer war das denn? Das müsste ich nochmal nachgucken, habe ich vor kurzem erst noch gelesen gehabt. Also ich weiß, dass Neuer und Goretzka dafür waren. Und das wurde denen jetzt schlecht ausgelegt, weil man die anderen damit unter Druck gesetzt hat. Ich bin mir nicht sicher, ich will jetzt keine Weil falschen es Namen ja nennen, im aber ich suche das Sport mal raus. Nicht um Politik gehen sollte. Weil ja Menschenrechte auch so viel Politik ist. Aber gut. Wildes Thema, meine Lassen Meinung wir ist da das. klar, ne? Also ich habe da eine ganz klare Meinung, da stehe ich auch zu. Wenn Musiala weg möchte, dann sollte man ihn ziehen, der will doch gar nicht weg. Ey, bleib doch mal ruhig, Leute. Ist doch alles gut. Wir haben doch einen Eberl gehört, der wird ja das Gesicht des FC Bayern der Zukunft und fertig. Ja gut, das wäre natürlich, das kannst du ja jetzt auch nicht bringen. Du kannst jetzt nicht sagen, ich hole jetzt einen Trainer für ein Jahr und dann gehe ich auf mal Alonso. Also das ist ja auch Schwachsinn. Ich
war auch kein Fan der Regenbogenbinde, aber nur weil es gekünstelt und aufgesetzt war. Wer sagt das denn? Es war halt einfach wieder so ein, für mich ein Marketing-Ding, wo sie dann auf einmal die Eier wieder nicht dazu hatten, sich da durchzusetzen. Weiß ich nicht. Schwer zu sagen von außen stehend. Ich fand es nur traurig. Das ist, was ich dazu sagen kann. Das sagt Eber, was sagt Musella? Na, Musella, 2 Jahre Vertrag, Punkt. Feierabend. Was gibt's zu diskutieren? Nichts. Können wir in 1 Jahr nochmal diskutieren. Ja, warum ist man dann dagegen, wenn man nichts gegen Schwule oder Lesben hat? Wo ist das Problem? Warum soll man dann gegen eine Regenbogenbinde sein? Was sagt die Regenbogenbinde denn aus? Außer Vielfalt. Mehr sagt die doch nicht. Die sagt doch nicht jetzt, ja, keine Ahnung. Sag mir, was sie für dich aussagt, warum du dagegen bist. Würde mich interessieren. Möchtest du mal wieder ein Bekenntnis hören, so wie es Tell gemacht hat? Von wem willst du das denn hören? Von Kimmich oder was? Ja, aber wer sagt denn, dass ein Musiala weg will? Außer irgendeine dumme Bildzeitung, Alter. Hast du jemals den Musiala gehört, dass er gesagt hat, er möchte weg? Oder den Berater von Musiala, dass er gesagt hat, ich verhandle mit Real Madrid oder was? Nein. Es ist doch nur wieder inszeniertes Dummscheiß, weil die Leute nichts zu schreiben haben. Es ist aber ein Unterschied, ob man dich ohne Sinn beleidigt oder wenn du wirklich schwul bist. Ja, aber nochmal, wenn du die Akzeptanz innerhalb deiner Mannschaft hast, ist doch egal, was die Auswärtsfans machen. Oder nicht? Weiß ich aber auch nicht, ich kann das nicht beurteilen, ich bin nicht schwul, ich kann mich nicht da reinversetzen, keine Ahnung. Die wird von vielen als politisches Symbol gesehen und das will man im Fußball nicht. Ja, das war die Ausrede, genau. Das war die Ausrede, dass man in Katar nicht für Menschenrechte einsteht. Ja. Weil da Schwule verhaftet werden. Chaka. Ganz stark, in so einem Land eine WM zu spielen. Und dann die Fresse zu halten. Als Deutschland. Und alle europäischen Länder natürlich ebenfalls. Ja. War schon ein starkes Symbol. Ja, sehr gut. Ja, was haben wir denn noch für Themen? Nix, wir machen jetzt Feierabend. Ich muss pinkeln. Wie sieht's eigentlich aus mit Tipps eben noch schnell? Köln? Habt ihr Ja, da ich habe irgendwas 3-1 auf getippt, Lager? ne? Bin deswegen dagegen, da das die Mannschaft entzweit unnötige Differenzen herbeiführt und international haben wir uns zur Lachnummer gemacht. Außerdem war es von Anfang an klar, dass nicht durchgezogen wird, also entweder ganz oder gar nicht. Ja, ich lasse das mal so stehen. Sonst müsste ich den Stream jetzt noch 1,5 Stunden verlängern. Bei der WM meinst du Granit Stone, nicht bei der EM. Aber ja, da gehe ich mit dir. Was Katar angeht, hätte Uli auch lieber die Gosch halten sollen. Ja, auch Franz Beckenbauer hätte die Gosch halten sollen. Mit dem Spruch, dass er da keine Sklaven gesehen hat. Ja, das war auch ein sehr guter Moment vom Kaiser. Ja. 2-1, 9-0. Respekt, ey. E-Football, ja. Sehr gut. Wir brauchen ein bisschen mehr positive Vibes. Das Spiel öffentlich bekunden, dass ihr Vertragsverlängerung vom kommenden Trainer abhängig zu machen, sagt viele über die Machtstruktur beim FCB aus. Ja. Stimme ich dir zu, Manfrede. Zweistellig, Alter, was ist denn los mit euch? Ich sag 4-1 für Bayern. für uns nach Rückstand in den ersten 30 Minuten. 2-2, 5-2. Karl-Heinz Rummenigge hat sich auch nicht... Nee, das war halt auch lächerlich. Aber ich sag ja, das sind die alten...
die alte Generation, die einfach, was das anbetrifft, in ihren Schubladen denken ist und Frauen einfach als gegeben und unterwürfig sehen möchten. So, wenn er da eine Frau küssen möchte, dann möchte er eine Frau küssen, dann tut er das. Ob die Frau das möchte oder nicht, das ist dann auch ein Karl-Heinz Rummenigge, ein Uli Hoeneß oder ein Franz Beckenbauer egal, weil die aus einer Zeit kommen, wo das einfach so ist. Da hat die Frau am Herd zu stehen, da hat die Frau die Beine breit zu machen, wenn der gute Herr das möchte, und Feierabend. So, das ist das ganze Problem. Und solange wir im Fußball immer die alten Säcke da hocken haben, auch in der FIFA und sonst so in irgendwelchen hohen Geschichten, wird sich halt auch nichts ändern. Ja, ganz einfache Kiste. Komme aus dem Osten, in der DDR war Homosexualität auch verboten. War Homosexualität in der BRD schon immer erlaubt? Nee, war sie nicht. Glaube ich auch noch gar nicht so lange her. 20 Jahre oder sowas. Aber ist gefährliches Halbwissen bei mir. Müsstest du mal googeln. Aber es war auch lange Zeit nicht erlaubt, ja. Es war verboten? Ja, ja, in Deutschland auch. Wow. Musst du mal googeln, ist noch gar nicht so lange her. Ja, schon alles, was ich über dieses Land wissen will, ey. Ja gut, du musst pinkeln. Ja. Ich habe eine Menge Tipps gelesen. Ich klinge mich aus Leute, für vielen heute. lieben Dank für den Stream. Mir hat Spaß gemacht, auch wenn es heute mal ein bisschen kontroverser war. Muss auch mal sein. Wir haben 22 Uhr. Das ist ein guter Zeitpunkt für Feierabend. Wir hoffen, dass wir morgen ein gutes Spiel sehen. Aber ich denke, wir werden schon liefern, glaube ich. Wenn auch im Schongang für Arsenal, aber es wird für den ersten FC Köln schon reichen. In diesem Sinne wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Und wir hören uns, wenn ihr Bock habt, auf YouTube wieder. Ansonsten am Montag. Ne? Schönen Abend noch. Tschüss. Und wollte ich noch sagen, damit hat die Mara das Schlusswort. Aber hat sie schon vorweggenommen. Tschüssi. Ja, Berger, ich drück die Daumen, dass du ein gutes Spiel siehst morgen.